E-Sports-Team mit Coach dort am Sitzen, gell? Mit der Lieblingsstreamer, wo das gibt. Ja, Kommentar auf TikTok und Insta ist das Beste. Genau. Und er hat einen Artikel geschrieben, hey. Wunderschönen guten Morgen, liebe Livestream-Chat. Ich begrüße euch wieder mal zu einem neuen Podcast an dem Sonntagmorgen. Irgendwie mein Mikro habt ihr noch nicht. Ich begrüße euch wieder mal zu einem neuen Podcast an dem Sonntagmorgen. Schön seid ihr alle mit dabei. Morgen Javier, morgen Darfi, morgen Pedro und alle anderen, die auch mit dabei sind. Ihr wisst, wie es im Podcast läuft. Wir werden heute wahrscheinlich nicht so viel auf den Chat eingehen. Aber wir schauen, dass ich mich da ja auch noch verbessern selber als Host von dem Ding. Und ich probiere, dass wir irgendwie zwischendurch so pro Stunde mal 5 Minuten uns vielleicht Zeit nehmen, dass wir schnell in den Chat hineinschauen. Aber ja, als erstes würde ich eigentlich den Sven heute Morgen bei mir begrüßen. Hoi Sven. Wunderschönen guten Morgen. Merci für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass ich wieder mal da sein. Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht, die einen oder anderen werden den Sven kennen aus dem Chat vielleicht. Ich glaube, im Chat bist du immer noch als Jack, oder? Nein, Le Jacques. Ah ja, Le Jacques. Ja, Le Jacques. Am Schluss war ja Le Jacques. Vielleicht aus dem Chat als Le Jacques. Sven und ich sind aber jetzt schon recht lang befreundet. Wir haben uns kennengelernt durch die ganze Streaming, Gaming, Videografie-Geschichte. Also ja, Streaming hat ja auch relativ viel mit Videografie zu tun. Hat ja sehr viel zusammen. Und wir haben uns dort eigentlich, seit wir uns kennengelernt haben, zusammen ein bisschen auch in das Videos produzieren, zusammen reingeschafft und so. Wir kennen uns schon ewig. Und ja, freue mich mega, dass du heute da bist und dass wir ein bisschen über was auch immer werden schnurren, das werden wir noch sehen. Über Gott und die Welt. Über oder? Gott und die Welt. Und ich sehe natürlich, dass er da mit einem St. Gallen-Liebli hockt. Jawohl! Ich weiss nicht, ob er heute den Chat wird lesen, aber ich sage nicht mehr, wir haben es vorhin kurz versprochen, ich sage nicht mehr dazu. Ich sage, also zu gestern. Ja, wir können das schon kurz schnell besprechen. Also, es ist noch schwierig, weil du hast den Match nicht gesehen. Ja, ich habe den Match Match. Eben, ja, genau, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber es ist halt so der Eindruck, wenn du einfach so in Live-Ticker reinschaust. Ja, ist halt scheiße. Ja, dort schreibt ja gerade einer, der Zürich heisst. Oder? Ja, genau. Ja. Ja. Kann passieren. Ich hätte jetzt nicht erwartet, nachdem Zürich wirklich so schlecht ausgesehen im Cup, dass sie nicht gegen St. Gallen gewinnen. Und ich habe jetzt schon gedacht, vorgestern habe ich gerade gedacht, jetzt ist eigentlich so ein bisschen, nachdem die Mannschaft im Cup so schlecht aussieht, jetzt ist eigentlich schon ein bisschen Time to shine für St. Gallen. Es ist allgemein, seit den ersten 3 Spielen, die St. Gallen gespielt hat in der Meisterschaft, habe ich wirklich gedacht, sie sind immer stark, weißt du, Anfang der Saison. Das hast du letzte Saison eben auch schon gesagt. Das ist unbestritten. Ja. Sie sind immer stark, die Euphorie ist riesengroß. Sie haben 3 Riesenmatches gespielt, wo sie Kisten geschossen haben, wo der Fock das erste Mal richtig glänzt hat. Ja. Und jetzt haben wir zwar mal einen verloren. Ist okay, wir haben Luzern daheim verloren und jetzt haben wir Zürich auswärts verloren. Ist okay, jetzt nicht einfach wieder alles vor die Hünge werfen und das ist es gewesen. Aber wir schon dranbleiben. Ja. Genau, weil St. Gallen hat Tendenz, so richtig Rückrunde wieder ein bisschen von der Leistung her ein bisschen so absteigen. Downfallphase wieder. Ja, das ist jedes Jahr genau das Gleiche. Letztes Jahr hast du es wirklich genau richtig gehabt. Weil letztes Jahr sind sie auch gut gestartet, ich weiss noch, wir haben darüber geredet. Und du hast gesagt, sie starten immer gut, warten wir es ab. Und wie du es gesagt hast, sie haben dann reingeschissen. Ja. Und es ist komisch, weißt du, da kann ein Trainer kommen, wer will. Es ist bei jedem Trainer immer genau das Gleiche. Also da kannst du nicht am Trainer die Schuld geben, das ist einfach halt auch ein bisschen an der Einstellung der Spieler. Ja, das ist schon möglich. Oder Mentalität vom Verein, ich weiss es nicht. Vielleicht richtet sich ja der Fock diese Saison. Ja, er hat auch schon weniger gezeigt jetzt. Also, ich bin ja Auswärtsspiel schauen gegen Lausanne. Dort hat er auch getroffen. Mhm. Aber du hast gemerkt, gestern ist gar nicht viel gelaufen. Es ist auch im Cup nicht sehr viel gelaufen. Also, ja, es muss eben schon alles rundum ein bisschen stimmen bei solchen Spielern, dass es läuft. Aber hey, es ist wie gesagt, es ist noch früher Saison, es kann noch alles passieren. Es kann alles passieren, ja. Das Einzige, was heute passieren kann, ist, glaube dass Thun die Spitze wieder übernimmt. Genau, wenn Thun gewinnt gegen IB, dann ist Thun wieder an der Spitze. Aber es ist ja völlig okay. Also ich meine, es ist ja schön, wenn du siehst, dass in der Liga nicht irgendwie einen siehst, der schon wieder davon säckelt von den Punkten her. Genau, das heißt, dann bleibt es ja auch spannend, oder? Aber man fragt sich manchmal gleich ab dem Niveau so ein bisschen,
Ja. Wenn du halt siehst, dass die Leute so gegen Challenge League-Mannschaften rausgehen und dann aber gleich eigentlich die Tabellenspitze wieder gegen Zürich gewinnen. Weißt, aber du weißt, das ist Göpp, Mann. Im Göpp kann einfach scheiß alles passieren. Ja, es kann alles passieren, aber Bro, es sind gerade irgendwie 4 Mannschaften. Aber das ist nicht... Ist das, glaubst du, das erste Mal, wo so viele Super League-Mannschaften rausgefallen sind gegen... Es ist das erste Mal, wo ich nichts mitbekomme. Wo du es mitbekommst? Ja. Also ich glaube, bei einem Göpp könnte es schon sein, dass es auch mehrheitlich sein auf einmal. Dass es auch das erste Mal ist. Einfach, aber nicht so in einer Runde. Ja, genau. Aber sonst hast du das eigentlich immer gehabt, dass immer größere Mannschaften gegen kleinere Mannschaften verloren haben. Ja, das definitiv. Das hast du auch in Deutschland gesehen. Ja. Ich meine, es war nicht das letzte Jahr Final in Deutschland gewesen. 2 zweite Bundesligamannschaften, das war glaube ich Final gewesen, oder? Oh, das weiss ich nicht. Ich bin zu wenig in der Bundesliga. Ich glaube es. Ich glaube, die haben mich korrigiert, Chat, aber ich habe es gemeint, letztes Jahr ist Hertha gegen etwas mit F. Fortuna. Fortuna Düsseldorf. Ich bin gar nicht sicher. Gar nichts, keine Safe-Infos. Aber ich habe gemeint, letztes Jahr waren 2 zweite Bundesligamannschaften im Finale vom Göpp. Crazy, hä? Aber ja. Ja, du. Aber es soll heute eigentlich gar nicht gross um Fußball gehen. Ja, wir können das schon immer wieder besprechen. besprechen. Du hast ja auch angefangen mit IFC jetzt mit deinem Sohn. Ja, genau. Also ich komme ja aus dem Gaming-Bereich eigentlich früher. Du weißt es ja, viel Gamen, ich habe ja selber auch gestreamt, viel Gaming-Content gemacht. No, Checkway oder Le Shack. Ja, logisch existiert er noch, aber sieht man da noch Clips und so? Es ist alles noch drauf. Alles noch drauf. Ja, ich also wenn du ein bisschen Eindruck haben vom Sven zu seiner sehr aktiv... Es ist schon noch nicht so lange her, wo du aufgehört hast, jetzt vielleicht ein Jahr oder so, oder? Noch nicht ganz. Januar habe ich glaube das letzte Mal gestreamt. Also das Jahr. Eben, ja. Aber jetzt hast du ja wirklich so auf Null. Ja. Wenn du ein bisschen den Eindruck bekommen, was so beim Stream abgegangen ist, beim Sven könnt ihr bei Le Shack, also wirklich Le Shack Bodenstrich, glaube ich, oder? Könnt ihr bei ihm gerne reinschauen. Wenn jetzt jemand drin ist, könnt ihr auch gerne, wenn ihr seinen Channel findet, eigentlich könnt ihr neue Streamtitel verlinken. Wieso habe ich das eigentlich nicht gemacht? Ja, es bringt nichts. Aber es läuft Nein, es läuft ja nicht mehr. Also man kann wirklich noch auf die Vergangenheit anschauen und that's it. Oder? Ja, also da könnt ihr gerne dort gehen. Einfach, dass ihr so wenn ihr einen Eindruck haben wollt, könnt ihr es machen. Und sonst könnt ihr auch zuhören, ohne dass ihr das wisst. Aber eben, ja, du kommst aus dem Gaming und hast jetzt mit einem kleinen von IFC-Gaming. Ja, voll. Also irgendwie, weißt du, ich habe ja selber auf Fußball spielen wieder. Senioren 40 plus. Yes. Habe aus Kind auch Fußball gespielt bei den Junioren. Und du kommst in ein gewisses Alter und ich mache nicht sehr viel körperlich. Und immer schon denke ich will wieder ein bisschen mehr Fußball spielen, also etwas machen und vor allem Fußball spielen. Und dann haben wir beim FC Beta eine Mannschaft aufstellen. Es läuft relativ gut. Und jetzt Bondo, mein Sohn spielt, also meine beiden Söhne spielen Fußball. Also mehrheitlich bin ich einfach auf dem Fußballplatz daheim. Und ja, dass ich auch noch ein bisschen so, gleich noch im Gaming inne bin, habe ich jetzt einfach so gedacht, ja, jetzt tue ich mit meinem Sohn zusammen ein bisschen FIFA spielen. Ja. Wir machen unsere Mannschaft. Der gamet ja eh schon auch, oder nicht? Ja, eben, er gamet ja eh schon auch, nicht der Haufen, aber er gamet. Und dann denke ich, komm, wir machen so eine, wie du jetzt, mich inspirieren, eine Super League-Mannschaft. Probiere einfach so viele Schweizer, die in der Super League spielen, reinzubringen und so ein geiles Team machen und dann let's go. Das ist doch cool. Für ihn ist es natürlich mega schwer. Er ist ja noch ein frischer FIFA-Spieler. Er spielt aber schon seit dem 24. 10. 10, aber ja, ist natürlich noch... Aber es ist gleich noch schwierig. Aber du hast mir gesagt, gestern hat er 9-1 oder so verloren, Division 9. Ja, es ist halt einfach... Aber er ist schon gut von dir jetzt an, so der wird besser. Genau. Der wird schnell besser. Ja, das denke ich. Ja, er hat noch ein bisschen so Spielverständnis. Er hat noch nicht so das Spielverständnis. Gestern ist so eine... Er ist einer, er säckelt mit dem Verteidiger immer drauf. Also er geht immer angreifen mit dem Verteidiger. Und da gibt es natürlich Löcher. Ja. Und die sind sie durch und das ist passiert. Und ich gesagt, nein, los doch auch wie im richtigen Fußball auch. Los doch ein bisschen an, die Stange tiefer, oder? Mhm. Und er hat das gemacht, ja, es geht ja viel besser. Das ist so. Vielleicht nimmt er etwas mit für den echten Fußball. Ja, eben. Also ich bin immer noch schwer davon, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber ich denke, dass FIFA-Spielen für Junge schon etwas macht, vor allem was das Spielverständnis anbelangt. Ich denke 100%. Gell? Ja. Weil ich meine schon nur mit den Möglichkeiten, du kannst ja sehr viele taktische Einstellungen machen. Mhm. Und wenn du dich dort schnell als Junge damit auseinandersetzen, was du überhaupt alles kannst einstellen kannst, fährst du ja automatisch ein Verständnis davon haben. Mhm. So, offensiv spielen, der Spieler muss mehr offensiv spielen oder du das Feld abdecken. Du kannst einen Sechser einstellen als entweder tiefstehenden Motor oder als Motor oder als einer, der sich fallen in die Abwehrkette oder so. Weißt, ich denke, da tut sich dann automatisch schon ein bisschen ein Verständnis aufbauen. So, man kann diese Formation so spielen oder man kann sie so spielen.
Ich denke schon, dass es hilft, ja. Aber es ist schon crazy komplex. Also ich habe mir das selber jetzt gestern gerade angeschaut, was eben mit diesen Taktiken alles kannst machen und auch pro Spieler kannst du sagen, wie soll sich der verhalten. Du gehst schon in die Richtung von einem Trainer rein, weißt du? So, Ja, du bist schon fast wie ein Trainer und du ich will, dass ein Spieler ein bisschen mehr defensiv steht, wenn der Angriff kommt oder was auch immer. Es ist schon noch recht komplex. Auch jetzt für einen 10-Jährigen, denke ich, ist das jetzt im Moment noch Ja, ist nichts. vielleicht ein Aber einfach so bisschen, die Basics von einem Grundspielprinzip oder von der wie muss ich stehen oder wie muss ich spielen. Vor allem, wenn gibt es ein Loch, wenn kann ich ihn lang schicken, wenn kann ich ihn hoch schicken. Ich denke, das ist schon viel, was am Anfang viel bringt, auch für nachher im Verein zu spielen. Ich denke es auch, ja. Gell? Das ist natürlich dann immer mega schwierig, das auf den Platz Ja, zu bringen. selbstverständlich. Das ist dann immer verdammt schwierig. Ja, du kannst natürlich Aber, nachher nicht mit dem Recht-Controller einfach rechts und dann macht er ein Dribbling, Du oder? bist auch nicht einfach 90 Pace. Nein! So, vielleicht bist du eigentlich scheiß langsam. Dann bist du halt kein Flügel. Es ist halt. Das ist halt, wie es ist. Aber ich denke schon eben so vom taktischen Verständnis und dann auch, wenn jetzt sage ich mal, wenn du mit ihm irgendwie Champions League schaust oder Super League Match im Fernsehen schaust, weißt, ich sehe dort dann eher, dass du dort Sachen kannst übernehmen kannst, dass du dann siehst, so, die spielen jetzt in einem 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder wie auch immer. Und dann kannst du ein bisschen beobachten, eben, ich schaue immer sehr viel so auf die Sechser, und ich habe viele Sechser-Positionen oder Achter spielen. Dann schaue ich auch so, ja, rücken sie hoch auf, wo gehen sie jemanden pressen und so. Und das ist dann schon interessant, denke ich, als Junge, wenn du langsam das vielleicht anfangen zu checken. Aber ich habe mich jetzt in diesem Alter mich nicht mit dem auseinandergesetzt. Also, ich mag mich nicht erinnern, dass ich mich dann mit 10 mit dem auseinandergesetzt habe. Never! Ja, dann haben wir Ronaldinho zugeschaut, ich dachte, kranker Spieler. Ja, das ist einfach der. Ich glaube, der hat keine taktischen Anweisungen. Nein, braucht er auch nicht. Oder hat er nicht gebraucht. Nein, das ist Aber das es hat ist schon so. seinen Reiz, ja. Aber es ist bei mir, ich merke es auch, weißt du, ich probiere immer ein bisschen viel mit dem Junior-Match zu schauen, auch wenn es nur im Fernsehen ist. Das Interesse ist schon da, halt für unseren Verein, hauptsächlich. Da schaut er die ganzen 90 Minuten mit, wenn er schaut, wenn er nicht gerade irgendwie ein Roblox-Event muss spielen oder so. Ja, anderes Thema. Und dann schaut er mit mir die 90 Minuten, aber sonst so jetzt andere Mannschaften schaut er eher weniger mit mir. Ich schaue die, er so nach 10 Minuten ist bei ihm für oben. Ja, aber das verstehe ich auch. Ja, ist okay, ja. Ja, früher auch nicht einfach. Nein. Kein Bock, keine 90 Minuten irgendwie. Allgemein ist bei mir die Einstellung, und das war aber lang gewesen, sogar sehr lang. Ich habe keinen Bock, keine 90 Minuten Match zu schauen, weil ich habe immer gedacht, so, ich könnte in dieser Zeit auch selber shooten oder so. Ja, voilà. Weißt, wieso soll ich anderen zuschauen, so, wenn ich jetzt auch selber shooten könnte? Ja. Das war bei mir lang die Einstellung gewesen. Aber das ist ja das Gleiche, wie du Gaming-Content machst, oder? Wieso schaue ich jemandem zu beim Gamen, wenn ich nicht selber gamen kann? Gut, das ist gäbig, du kannst nebenbei selber gamen. Gut, okay, touché, ja. Touché. Das ist gäbig so. Es ist so ein bisschen leichte nebenbei Berieselung von Inhalt, wenn du selber eigentlich dich kannst unterhalten beim Gamen. Aber ja, der Vergleich ist nicht so. Ist rein einfach nicht so Stream abhängig. schauen, aber das kann ich aber auch nicht. So. Ich habe noch nie einen Stream geschaut und habe nebenbei nicht selber gamen oder etwas anderes gemacht. So, für mich ist es immer so nebenbei. Also Unterhaltung. Gaming-Streams, ja, Ja. absolut. Ja, jetzt so etwas wie hier, unser Podcast. Ich würde jetzt nie unseren Podcast anschauen und so straight nur den Podcast schauen. Weißt du, was ich meine? So, das würde einfach nebenbei laufen. Nein, dort bin ich, glaube ich, bin dort eigentlich schon ein bisschen mehr, dort bin ich fokussiert. Also Schon, bist du dann so wenn ich so einen Podcast höre, dann höre ich da oder hören. Also da bin ich wirklich interessiert dafür. Und dann nehme ich Ja, mir auch Zeit dafür. aber eben hören. Aber hören kannst du ja auch, wenn du jetzt irgendwie etwas anderes ja, machen bist natürlich. oder so. Weißt du, Aber wie jetzt so einen Podcast wie hier jetzt, wo noch Bild hast, den tue ich schon nicht nebenbei gamen. Den Bist wollte ich auch ein bisschen schauen, Ja, ja, bist die du Gestiken und was auch Okay. immer. Ja, es macht es ein bisschen interessanter. Podcast in einem Stream finde ich geiler als jetzt auf Spotify oder so. Ja, einfach mit Podcast mit Bild. Aber das habe ich schon Ja. mit anderen besprochen. So, ich schaue lieber einen Podcast auf YouTube mit Bild. Ja. Als einfach, ich höre eigentlich keine Podcasts auf Spotify. So, Das mache ich auch nicht. ich muss irgendwie die Leute können sehen. Ich Genau. muss das Bild dazu haben. Genau. Das ist ja. Also irgendwie, eben, wenn sie etwas zeigen oder über etwas reden, oder wenn sie, ich muss auch so die Gestik auch haben und die Mimik muss ich auch haben, so, um ein bisschen interpretieren, wie Sachen gemeint sind teilweise und so. Yes. Und yes. auch für die Sympathie. Ich muss auch Sympathie oder Antipathie, ist ja egal, aber ich muss eine Connection haben zu diesen Leuten und das kann ich nur, wenn ich es auch sehe. Wenn du ein so. Bild hast Ja. dazu, oder? Du sonst malst du es selber aus, oder wie Ja. der jemand könnte aussehen. Außer du weißt es natürlich, wie die Person aussieht. Aber Ja, wenn du es weißt, ist es vielleicht Ja. etwas anderes. Aber auch dann habe ich es lieber, wenn ich zuschauen kann. Ja. So.
Ist ja gleich, wir müssen ja nicht über den Podcast reden. Das ist gut, so wie er ist. Im Podcast über den Podcast. Ja, nein, das ist schon gut, so wie er ist. Ja, ich finde es auch recht, so wie es ist. Ja, und sonst so? Was läuft so? Wie läuft es im Nice Tries Video-Business? Du schleppst mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Es ist im Moment ist halt eher weniger. Und ist auch völlig okay. Weißt, ich mache es ja nicht aus hauptberuflich. Es ist immer noch für mich ja, nicht unbedingt das Hobby. Du verdienst Geld damit. Also kannst du es auch nicht mehr wirklich als Hobby betiteln. Aber wenn ich es gerne mache, ist es gleich. Ich mache schon gleich noch Sachen, wo ich nichts verdiene, aber dann mache ich es von mir aus. Weil ich es geil finde, dort noch etwas zu machen, Content zu kreieren. Aber so aufträgmässig ist ja im Moment einfach nicht so viel los. Und es ist auch völlig okay. Ich mache mit dort auch komplett keinen Druck, weißt du? Ja, das ist etwa wie bei mir so. Also weißt du, hier und da läuft mal etwas, manchmal läuft nichts. Aber es ist auch okay, wenn nichts läuft, so, weil wir arbeiten ja normal in dem Sinn. Genau. Und wenn wir etwas bekommen, dann ist es wie ein kleiner Bonus und ist das gut so. Ja, es ist natürlich auch, was du ein bisschen merkst, ist natürlich der, weißt du noch, am Anfang, wo wir das ein bisschen aufgezogen haben mit Video machen und etc., haben wir gesehen, das wäre Marktlücken und so, weißt du, es gibt noch nicht so viel. Mittlerweile gibt es genug Fotografen, es gibt genug Videografen, die gutes Zeugs machen. Und dann ist natürlich die Anfrage wird natürlich auch kleiner, oder? Je nachdem, in welcher Sparte als du fixierst, oder? Du bist jetzt auf Fußball-Content mehrheitlich. Geht jetzt nicht unbedingt, aber was ich mitbekomme, ist mehr so auf Fußball-Content. Andere vielleicht ein bisschen mehr im Privaten. Ich weiss gut, nicht. Meine Aufträge, das bekommst du nicht so mit, natürlich, was ich auch so ja, gut, du sagst mir schon ab und zu, wenn du für eine Bude irgendetwas machst oder so. Aber zum Beispiel eben die Grillsachen vom Reis diese und so, Gags, die ich gepostet habe. Aber es sind auch mehr solche, so jetzt vor kurzem haben wir bei einer Autovermietung gemacht. Ja. Also Aufträge sind fast, bezahlte Aufträge sind selten im Fußballbereich. Ja. Das ist mehr immer so Geschäft, okay. Internetpromos oder Webseiten, Imagefilme und ja. so. Und dort läuft? Nein, es ist einfach ab und zu etwas. Ja. Also habe ich ja Geschäftspartner und dort ab und zu entstehen auch Connections zu Agenturen und so, wo teilweise noch etwas. Aber es ist, du musst einfach im Gespräch bleiben. Die Leute müssen einfach wissen, okay, der ist verfügbar, wenn es einen braucht. Und dann kommt schon zwischendurch etwas rein. Aber ich will auch nicht zu viel. Ja, das ist mein Punkt auch so. Ich will jetzt hier am Sonntag, ich will eigentlich nichts. Für heute hätte ich keine Frage, also ich wollte meinen Podcast am Morgen mit dir machen. Du hast ja selber noch Match am Nachmittag. Ich am Nachmittag und dann wollte ich noch ein bisschen chillen mit dem Sohn im Stadion. Wir grillen noch, weil er einen den letzten macht. Und dann wollte ich meinen Sonntag genießen. So. Ich wollte nicht ja, manchmal habe ich keine Lust. Ja, jetzt auch für das Hero-Fest habe ich Aufträge abgelehnt. Und ich gesagt habe, ich will die LAN genießen. Ich mache jetzt mit dem Fußballturnier mit, aber dann wollte ich dann dort beim Meeting, wo ich dort eins saufen und chillen, dann wollte ich wieder an meinen Tisch gamen und lasse mich sein. Aber es ist auch vollkommen okay. Also ich meine, ich hatte auch Zeiten, wo ich so viele Sachen reingekommen sind und du hast einfach alles angenommen. Du hast einfach ja geil, oder? Das füllt wieder die Kasse und nicht überlegt, wie bringe ich das alles unter einem Hut? Wie bringe ich Familie unter einen Hut? Wie bringe ich meinen Job unter einen Hut? Plus noch die kompletten Aufträge. Dann hatte ich noch ein paar Aufträge, die ich gratis gemacht habe. Für Kollegen, weißt du, so ein bisschen, ja, wir haben nicht so viel Geld, kannst du das supporten. Dort bin ich halt immer noch, ja, ist auch für mich geil, für mich schafft das Content und auch wieder etwas für das Portfolio zu machen. Ist okay, aber ich habe es eine Zeit lang gehabt, wo ich wirklich so viel hatte, dass ich nicht gewusst, ja, am Morgen bin ich aufgestanden und habe gewusst, am Morgen, shit, ich muss heute am Nachmittag, wenn ich vom Arbeiten heimkomme, muss ich noch mal 3-4 Stunden oder 5 Stunden vor einem PC hocken oder irgendwelche Bilder machen oder Videos cutten. Und ich habe nicht mehr am Morgen, ich habe gar keinen Bock, mehr gehabt. Ja, gar keinen Bock mehr gehabt. Aber dann, wenn du es so gemacht hast, wenn du eine schnell Zeit genommen hast, bei mir ist dann oft das Problem, dass ich es also rausstreitle. Ja, das ist mir aber auch so. Weißt du, ach komm, Mann, jetzt auch noch Zeit, Mann. Und dann plötzlich so, fuck. Ja. Und dann weißt du so, ich muss noch das und jenes. Und jetzt habe ich auch vor kurzem habe ich noch einen Imagefilm fertigstellen und ich habe wirklich noch nichts gehabt. Also die Aufnahme ist schon gehabt, oder? Ja, die Aufnahme die habe ich gehabt, aber die sind etwa schon fast einen Monat bei mir rumgelegen und so. Und dann haben sie langsam sich gemeldet, so ja, per wann können wir mit dem Imagefilm rechnen und so. Dann, ich habe gewusst, ja, ich gehe jetzt, letzte Woche bin ich noch in der Ferien. Ja. Ich so, ja, ich gehe noch in die Ferien und so. Per Ende Monat, ob das okay ist und so. Und dann so, ja, aber easy. Dann meistens,
Ich tue dann auch Kunden nicht ghosten oder so, weißt du, sagen die einfach Nein, das so, darf schon nicht. Es nein, gibt ein das schlechtes wäre Bild. das Schlechteste, sondern ich sage, ja, schau, auf Ende Monat würde es im Moment reinpassen. Aber im Moment ist auch viel los mit dem Kleinen natürlich und eben auch mit Matchen und so. Und Jetzt kommt alles dazu. Ja. Das ist bei mir jetzt eben auch, oder? Ich mache noch Social Media für den Verein, plus spiele ich selber noch, plus sind meine beiden Söhne. Gut, beim einen bin ich mehr und beim anderen weniger. Aber wenn ich beide gleich, dann wäre ich nur noch auf dem Fußballplatz und dann hätte ich für alles andere gar keine Zeit mehr, außer bügeln, Training schauen oder selber Training spielen, Match spielen. Also, ja. Ja, zum Beispiel eben auch, was eben zurück zu diesen Aufträgen, habe ich eben ja auch gratis gemacht. Und die haben nachher ein bisschen so, wie, sie waren am Laufen gewesen, aber ja, die verdienen ja dort Ja, nichts. die haben keine Priorität. Die haben keine Priorität, die können warten. Und ich bin wirklich, sie haben dann wirklich, es war ein Fall gewesen, das ist erst kürzlich, wo ich einen Videoclip drehen. Also die Aufnahme hatte ich, aber ich habe es dann so wie auf die Seite geschoben, weil das hat jetzt im Moment keine Priorität, obwohl ich eigentlich eine Deadline hatte, für das zu machen. Das so Handshake abgemacht mäßig. Ja, so Handshake abgemacht mäßig, so. genau. Aber alles andere, was nebenbei noch gelaufen ist, hat einfach mehr Priorität gehabt. Ja. Und dann ist es wirklich so weit gekommen, dass sie gesagt haben, du, sorry, wir haben jetzt einen anderen Cutter gefunden. Und irgendwie dort ist mir so ein bisschen wieder der Stein vom Herzen. So, oh ja, bitte. Bitte, ich kann. Der ist gekommen, hat das Rohmaterial genommen, ja, wir haben einen Cutter hier. Und das ist für mich schon, Das ist geil, ja, ja. geil. Ich hätte es zwar gern bis zum Ende durchgezogen, aber ich hätte es auch nicht geschafft auf Deadline. Ja, aber da bist du manchmal wirklich froh. So. Ja, nehmen Aber eben, es. du musst wirklich, ja, dann musst du auch können Sachen wirklich ablehnen. Aber nicht nur jetzt auch so aufträgmäßig, zum Beispiel ich auch jetzt im Verein gesagt, ich komme einfach noch einmal pro Woche trainieren. Weil selbst wenn ich jetzt theoretisch mir es könnte einrichten, noch das zweite Mal trainieren, ich mache mir gar nicht den Kopf machen, das einzurichten, dass ich noch das zweite Mal trainieren kann. Ich sage einfach, hey, schau, ich bin am Donnerstag jetzt daheim. Und am Freitag ist so fix ein Stream am Abend. Und eben, dann muss ich immer mit der Kelly ein bisschen schauen, so, wie die Jetzt ist natürlich noch ein Kind dazu gekommen. Eben, das ist noch das Kind dazu. Wenn ich dann am Donnerstag trainiere, dann bin ich am Donnerstag oben weg. Am Freitag gehe ich streamen, bin ich am Freitag oben wie weg. Weil wenn ich hier am Streamen bin, bin ich wie weg. Das bin ich ja nicht rum. Du bist zwar gleich daheim, aber gleich nicht nein, rum. Du nicht. Es geht Ja, nicht. es geht nicht. Was ich sicher würde machen, ist so, dass wenn ihr sobald ihr pauset am Freitag, dass ich einfach den Monitor aufnehme und wenn ich sehe, er wacht auf oder so, weißt du, dass ich kannst schnell schauen. gehen, ja. Ja, das ist schon nicht das Problem. Aber Nein. das ist halt, ins Bett bringen, das geht halt einfach eine Stunde. Ja. Also weißt, bis er wirklich pauset, Ja. vielleicht noch mit dem Schöppel und so. Und dann fährst du um 8 Uhr an oder um 7:30 und irgendwie zwischen 8 und 9 Uhr schläft er mal. Und Aber, bin ich halt nicht da. aber gell, es hat sich schon verändert. Also weißt du, ein bisschen, das Kind ist plötzlich da und du musst Angst schauen, du musst die Angst organisieren. Ja, 100%. Du kannst nicht mehr einfach, Ja, 100%. ich lasse jetzt den Stream anmachen, spontan schnell irgendwie, weiss nicht. Nein, du willst auch nicht. Du willst schon nicht, gell? Nein, du willst auch nicht. Ja. Also, es wäre auch nicht. Also es kommt immer darauf an, wie viel dir die Sachen bedeuten. Aber so weißt, mir bedeutet meine Beziehung zu meiner Freundin relativ viel. Plus noch zum Kind. Plus zum Kind. Und dann wollte ich ihr nicht sagen, du, mir ist jetzt scheißegal, was du machst, ich gehe jetzt 2 Stunden auf und streamen, wenn ich merke, so, es stresst sie, weißt. Und sie sagt es dann auch nicht gerade direkt, sondern du musst eben dann dort in ihrer Beziehung so ein bisschen du musst ein bisschen das Gespür haben, so, weißt, so. Jetzt alle eben wie am Donnerstag trainieren, dann haben wir abgemacht, dass ich am Freitag einfach streame am Abend. Und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, jetzt Donnerstag, Freitag, so, ja, soll ich echt sagen, dass ich am Dienstag trainiere, nicht am Donnerstag. So, weißt, dass es nicht 2 Üben nacheinander sind, in dem Sinn, wo ich weg bin. Dann sie so, ja. Aber du musst einfach die ganze Zeit, du musst einfach miteinander reden. Du musst Das Kommunikation ist einfach so. miteinander reden. Fertig. Das ist so und so ist einfach Kommunikation, ja. Hey, und ich will schnell ein Heu in den Chat geben. Ich sehe, es sind noch neue Leute. Lucinio, es sind neue Leute dazugekommen. Wir machen am Sonntagabend einen Podcast, einfach als Info. Da schauen wir nicht so oft in den Chat, einfach, dass ihr das wisst. Es ist wirklich leichte, morgendliche Sonntag nebenbei Unterhaltung für euch. Aber es freut mich natürlich, seid ihr alle mit am Start. Und für die, die es auf YouTube schauen, liebe Grüße an euch. Schön, seid ihr auch dort dabei. Haben wir noch gleichzeitig auf YouTube? Nein, aber es kommt näher. Aha! Okay. Im Nachhinein, weißt du, wenn ich es Ja, aufladen. ja. Aber ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du gesagt? Was sind wir gewesen? Bei der... Aber es geht nicht und so. Man muss ein bisschen schauen, man muss Ja, Kommunikation... ja, genau. miteinander Also reden. es ist eigentlich so Selbstmanagement. Ja. Oder halt ein bisschen auch nachher priorisieren, oder? Also die Familie hat sowieso immer Vorrang und nachher kommt alles andere. Ja.
Gut, eben das mit dem immer finde ich ein bisschen schwierig. Und du musst schon auch ein bisschen auf dich schauen. So, weißt, du musst Ja, die schon- darfst du nicht vergessen. Ja. Natürlich, selbstverständlich darfst du die nicht ja, vergessen. du musst ein bisschen Aber weißt du, wenn es du jetzt bist bei da mir. für sie immer und du hast es Ja. wirklich so optimal einrichten, wie es Ja. geht, aber so ein bisschen deine persönliche, eben, dass du kannst noch Fußball spielen, wenn das wichtig ist, dass du ins Training kannst, dass du das gleich auch einrichten. Aber eben, Es dass kommt das- auch immer ein bisschen darauf an, was hast du für einen Partner. Oder? Also wenn du einen Partner hast, der dir den Spielraum oder Freiraum auch gibt, dann ist das schön. Oder aber wenn du eine Frau hast, die denkt, ja, jetzt sind wir eine Familie und jetzt ist das einfach Prio 1 und zuerst kommt das und nachher kommt erst alles andere. Es ist auch ein bisschen schwieriger für dich nachher zu sagen, ich nehme mir jetzt dort oder dort Ja, noch ein ja. bisschen Zeit raus, für mich ja, aber selber. dann musst Oder? schon, das wäre eben schon der Moment, wo ich schon recht intensiv davon reden müsste. Ja, dann musst du. Sehr Also ja, also dann gibt es ja nachher sozusagen wie Es den gibt- Konflikt, oder? Ja, Auch. Oder, ja, da und, gibt es. ja. Und und den wird es auch immer geben. Also, Also, immer gegeben. Das hat es ja. auch bei uns schon gegeben. ja, ja. Aber ich denke jetzt, bei dir läuft es so nicht schlecht. Also du kannst ja. Ja. Also ich habe Ja, jetzt alles nicht. siehst du nicht, natürlich. Alles Ja, siehst du logisch nicht. Aber im Großen und Ganzen es gibt Streitereien, wo man sich aber dann wieder vertreibt und dann Kompromisse einfach miteinander eingeht. So, weißt, Ja. bei uns gibt es viele Streitereien, weil beide ihre Gring durchsetzen Ja. manchmal. So ein bisschen, nicht schlimm, weißt aber und dann lassen wir es ein bisschen abflachen und dann redet man nochmal zusammen, dann findet man den Kompromiss. Und dann Okay. ist so, Das habe ich Weißt du, nicht. okay. Ich stürme mit meiner Frau nie. Also nie. meistens bin ich der, der stürmen. Aber ich bekomme keinen Konter über. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, dass sie mir mal, Dass sie etwas Witz, sagt. True Talk, auch wenn sie jetzt gerade zuschaut, ist vielleicht nicht ganz schlecht. Ich wünsche mir das auch. Weißt du, wenn sie mir mal anschreit oder mir mal sagt, Gut. nein, so und so Schrauben funktioniert es bei nicht. uns Ja, nicht. Aber so, weißt Ja, weil ich bin, manchmal, ich bin halt schon aus Natur aus laut. ja. Oder? Und ich habe es auch gegeben, wenn ich bin einer, der sehr viel selbst reflektiert. Weißt? Mhm. Vielleicht nicht gerade in dem Moment, was passiert, dann auch eher weniger. Ja. Weil dann habe ich einfach meinen Kopf, mein Ding. Aber im Nachhinein fange ich an von. Und wenn ich die Diskussion schon habe, wenn ich sie überhaupt mal habe, wäre eben schon, wünsche ich mir eben ein bisschen Ich mehr. glaube, da mich ein bisschen mehr Grundlage zum Selbstreflektieren. Ja, und weißt, meine Frau macht wirklich auch viel für die Familie. Wirklich. Also auch für mich, für den Sohn. Also sie ist das Hauptruder. Mhm. Sie ist der Schiffsmann, Ja. sozusagen. Und ich habe auch ein bisschen Angst, sie vergisst sich selber. Ja. Weil sie stellt wirklich mich und den Kleinen an erster Stelle. Und dann kommt mal lang gar nichts und dann kommt dann vielleicht mal sie. Mhm. Und das ist ein Thema, das er schon x-mal gesagt hat, tu ein bisschen von da oben weniger, weil braucht es nicht, und tu für dich ein bisschen mehr. Mhm. Aber sie ist halt... Ja, vielleicht ist das ja für sie. Vielleicht ist das für sie einfach... Ja, vielleicht ist das für Vielleicht sie ist okay. das für sie, so, Ja. wenn sie das für euch. Ja. Aber das kann ich auch nicht beurteilen. So. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, vielleicht ist das für sie... Aber ich wünsche mir gleich... Du weisst, kannst also- dir aber nicht vorstellen. Nein, ich kann mir es nicht vorstellen, weil du weil... nicht so bist. Ja, weil ich nicht so bin, weil Ja. ich denke, ich nehme mir immer mit. Und ja, extrem viel Raum. Mhm. Und das weiss ich ja, extrem viel Raum. Ich nehme mir ihn nur nicht immer, oder? Weil das ist ja Ja, gleich noch die Familie, oder? Eben, Dann- ja. Du kannst nicht immer gehen und machen und tun. Und dann wirst du natürlich auch älter, hast andere Prioritäten, es kommt anderes Zeugs auf dich zu. Aber ja, Ja, du musst eben so einen Mittelweg finden. Ja. ja. Aber es ist ja schön, dass du siehst, dass sie sich wenig Zeit nimmt für sie. So, das Ja, 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 ja. das ist würde ihr ja die nichts Freiheit Neues. geben, wenn sie mal kommen und sagen, hey, kann ich mal? Das hast du ja sicher. Ja, weißt du, Mach, manchmal was hat sie du auch ein schlechtes Gefühl, wenn sie mir sagt, du, ich gehe dann noch schnell zu meiner Schwester. Ja, komm! Komm! Du musst doch mich nicht fragen, ob das okay ist, wenn du zu deiner Schwester willst. Ich wäre noch froh, wenn du würdest sagen, du, heute ist Freitagabend, ich gehe eins saufen mit den Kollegen. Ja, komm! Weil sie geht halt einfach nie, oder? Dann fragt sie ihm, kannst du mit dem Kleinen allein? Ja, sicher kann ich mit dem Kleinen allein. Der ist 10, der ist so selbstständig. Und auch wenn es nicht wäre, ich bin auch da. Ja. Oder? Also nimm dir Zeit für dich. Sie hat jetzt eben noch, bei uns ist jetzt schon noch sehr klein. Ja, das ist... Aber, ja. Und er hat im Moment am Abend Phasen, wo er wirklich nur bei ihr einpennt. Ja. Und wegen dem hat sie auch Schiss, zum Beispiel jetzt aktuell noch ins Volleyballtraining zu gehen, weil das ist Okay. die Zeit, wo er eigentlich ins Bett müsste. Ja. Und wenn sie dann nicht, weißt du, ich sage, für mich ist es kein Problem, ich kann bei mir eine Stunde, 2 schreien und wenn er dann einpfust, dann pfust er halt ein. Aber sie will halt gar nicht, dass er eine Stunde, 2 muss rumschreien muss. Wegen dem könnte sie könnte nicht ruhigen Gewissens jetzt in ihr Volleyballtraining gehen, weil Ja. sie nicht weiss, ja, schläft er bei mir ruhig Ja. ein oder nicht. Oder? Ja, das ist einfach Mama. Das Ich ist sage, einfach das ist einfach Mama. Ja. Ist egal, wer es ist. Das ist Ja. einfach Mama, oder? Und ich verstehe das. Aber weißt, manchmal machst du fast so selber ein bisschen. Und wir haben es dann wirklich schon so, er ist ruhig,
sie gibt nicht mehr. Und Er fängt fängt es an an. unruhig werden. Oder auf rumschreien. Ich gebe ihn wieder rein. Er ist wieder ruhig. Dann ist so, Gott, verdammt, Mann. So, weisst du, Nein, er macht aber- keinen Kopf nein, drüber. Das aber ist du, halt du einfach so. darfst dir eigentlich keinen Kopf... Es ist einfach so die Ruhe, die er halt bei der Mutter hat, wo er ist auf, sagen wir mal, 80% von der Woche ist er bei ihr und Ja. sie schaut. Und wenn ihm das die Ruhe jetzt gibt, dass er einschlafen kann, dann ist es einfach Dann so. ist es oder? so. Und dann muss es auch ein Solo sein. Ja, und das kann sein, dass das immer so wird bleiben, dass wenn er Nacht aufwacht, dass er nur sich beruhigt, wenn die Mutter kommt. Aber das siehst du ja. Mein alles. Kleiner ist 10, da ist es einfach ein Mami-Kind. Das ist Ja, einfach, der ist und bleibt ein Mami-Kind. Weil die Mami einfach viel mehr Zeit hatte, schon von Anfang an. Oder? Ja. Er macht mit der Mami Hausaufgaben, die Mami kümmert sich halt mehr wirklich vom Arbeiten, komme ich heim und dann habe ich vielleicht noch etwas. Und ich habe weniger Zeit mit dem Mhm. Kleinen als sie. Sie kann sich um mehr Sachen kümmern als Ja. ich. Ich würde auch gerne vielleicht mal, gut, ich bin jetzt Hausaufgaben mit mir machen, ist nicht so geil. Ja, ja. Weil meine Nerven nicht so ausprägt sind, dass du kannst mit mir Hausaufgaben machen kannst. Aber ich probiere es auch ab und zu einmal. Weißt du, jetzt hat er Englisch. Mhm. Englisch bin ich relativ gut, dort ist meine Frau ein bisschen schwächer. Und dort kann ich mehr sagen. Und dann mache ich alles mit ihnen zusammen. Okay. Also nicht Ja. komplett ausartet. Ja, das ist auch gut. Auch gut. Eben so Kompromisslösungen. Das ist auch gut. Ja. Du, aber eben, seit ich ein Kind habe und in den Podcast angefangen, es gibt immer, der sparte Kind kommt immer vor, überall. Es wird auch immer so sein. Ja. Also Es ab jetzt halt, ist es es sowieso. ist halt ein riesen Thema. Ja. Sobald es da ist es einfach ein Und es ist für dich halt einfach jetzt mehr präsent als irgendwann, oder? Das ist so. Sie werden immer wie älter, sie werden selbstständiger. Ja. Und es wird immer weniger zum Thema eigentlich. So jetzt am Anfang ist es mega schön, weil Ja. man braucht ja auch die Aufmerksamkeit, oder? Ja, es ist auch schön. Es ist auch am Morgen ihn zu sich ins Bett zu nehmen und den Fuß Ja, er ist auch ein Herzkäfer. Wacht auf, lacht ja und dann ist so, die Sonne ist schon gut. Es Ja. ist schon alles in Ordnung. Weißt du, so, Ja. egal was heute noch passiert. Ja. Und ja. Und er schreit halt wirklich einfach, wenn er etwas will. Er schreit nicht unnötig, weißt du, wenn er Hunger hat, Mhm. schreit er. Ja, aber das ist meistens so Kindgeschrieben, meistens wenn sie Ja, aber irgendetwas wenn sie haben. etwas Oder wollen, wenn sie ein Defizit haben oder Gestern irgendetwas ist. Bauch geschrien. Aber er ist sonst mega happy, immer am Lachen. Und du kannst Ja. ein Seich machen mit ihm. Und das, ist wirklich, das gibt dir schon hure viel. Mhm. So, viele andere Sachen werden recht egal. Oder sage ich so, andere Probleme, sage ich, werden das so recht so sekundär. Tust du selber ausblenden. Ja, ja. Aber das ist cool. Aber eben, so gleich selber Sachen machen. Ich freue mich jetzt gleich auch mega, nächste Woche 4 Tage an die Land zu gehen. Weißt du, Ey, das kann ich dir so gönnen. weißt, ich freue mich gleich auch auf das. So. Ja, sicher. Und mach das, unbedingt. Und genieß die Zeit. Sicher. Also ich wäre dieses Jahr eigentlich auch wieder an LAN gewesen, weil ich finde eigentlich LAN geil. Aber ich tue einfach praktisch Gamen nicht mehr daheim. Eben Ja. jetzt mit so ein bisschen FIFA, aber sonst mein Du weißt PC schon, noch wie viel nicht. wir dort gamen. Ja, ich weiss. Ja. Ich weiss, aber weißt du, das ganze Zeugs mitschleppen, für das ich nachher irgendwie eine Viertelstunde Ja, die lang meisten gamen von würde. uns- Und Von der CBK kommen die meisten mit Monitor und PS. ja, das habe ich mir zuerst einfach auch noch überlegt, weißt du. Aber nein, ist auch scheiße, weil ich kann 4 Tage mit Kleinem spielen, oder? Dann will ich seine Ja, gut, Playstation das ist- mitnehmen. Das ist ein bisschen Ass, ja. Ja. Aber gönnt ihr das, Ja, absolut. sicher. Nein, da freue ich mich auch mega drauf. Hey, jetzt übrigens, er hat mir ein Red Bull mitgebracht, was ich mega herzig finde. Extra ein Iced Gummy Beer. Und sich selber hat er ein Bier mitgenommen, das ist auch okay. Nein, zwei. Aber das Er hat erste ist schon leer. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen begründen. Einfach, dass es nicht komisch überkommt. Das ist eine da um halb Vorgeschichte. 10 ein Bier sauft. Er hat gesagt, er kommt heute hierher, wie wenn er an einem Match wie er an einem Auswärtsmatch würde reisen. Dann habe ich gesagt, okay, fair. Ich nehme Käse, weil ich habe einen Match am Nachmittag. Yes. Aber sonst wäre ich unter Umständen auch dabei gewesen. Aber er hat mir so Red Bull mitgebracht, was auch cool ist. Ja, ich denke, irgendetwas Kleines muss ich mitnehmen. 11 Bier kommt immer komisch. Nein, 11 Bier, also der 11 Schuss ist immer, das ist willkommen. Also dort, aber weißt du, ich trinke gerne Bier und ich trinke eigentlich praktisch nur am Wochenende Bier. Aber seit jetzt abends Match schauen vom Kleinen oder Training, ja, dann bin ich auf dem Schubplatz, dann bin ich in Pergola, Ja, oder? gut, am Dann Schulplatz- nimmst du 1, 2. Ja, und es hat auch schon wieder ausgeartet. Also ich muss mich dort auch wieder ein bisschen mehr Ja. zurücknehmen. Aber auf dem Schulplatz, ich kenne es, ich muss auch noch auf dem Schulplatz muss ich auch ein Bier haben. Ja, safe. Gestern bin ich auch erste Mannschaft schon Fotos nehmen, noch Match, ich muss dort ein Bierli 2 haben. Ja, Von einem safe. Match, das gehört einfach dazu. Ja, sicher gehört es dazu. Oder ich bin gestern am Freitag am Abend der Junior-Match in Subingen. Da haben wir etwa 5 Bier reingetatscht. Ja, es ist einfach geil. Ich finde, das ist wie wenn ich St. Gallen schaue und heftig klein schaue. Und dann hätte ich mir ein Bier nach dem anderen rein, weil wir am nächsten Tag nicht arbeiten. Oder? Dann kann ich aber auf dem Schulplatz daheim Ja. geil Bier gehört einfach dazu. Ja, das ist recht. Das
Hast eben recht. Aber sind wir wegen dem Alkoholiker? ein bisschen? Ja, auch schon, ja. Also, ja, vielleicht, ja. Vielleicht kann man es so auslegen. Eigentlich sagt man ja, ab einem Bier. Täglich. Nein, ich habe schon viele Theorien gehört. Aber man hat ja gesagt, 1 Bier pro Tag. Ist auch so ein Ding gewesen. Aber ich habe dann auch schon, Dynamo! ich habe auch schon mitbekommen. Wo Dynamo? Ja, das ist der Stefan dort, der Stein. Aha. Der Vorhin, ist- ich glaube, einer hat reingeschrieben, Dynamo. Ja, der ist Dynamo Dresden-Fan. Von Dynamo Dresden habe ich mal ein sehr geiles Video gesehen und gehört. Es geht vor allem ums Hören, weil der im Stadion, der Stadionsprecher. Ja. Dann für sie am Anfang hat er irgendetwas erzählt, dann so dann auch so Dann es war eine krasse Stimmung gewesen dort. Also, Was sind die dritte? die sind jetzt mittlerweile Dritte, ja. Aber Nein, warte, jetzt Zweite. oder ist Die sind aufgestiegen. Die sind Sie aufgestiegen. sind also diese Saison sind sie jetzt aufgestiegen in die 2. Bundesliga. Und er zeigt mir ja viel. Und ich schaue mittlerweile, ich weiß nicht wieso, aber ich schaue mittlerweile Dynamo-Matches. Obwohl ich mit dieser Mannschaft gar nichts habe. Hey, aber was die für einen Fan. Ey, das ist crazy, Bro. Das ist crazy. Du musst dir mal Dynamo-Videos anschauen, Fan dort. Das ist Aber es ist ja absolut so- crazy. Es ist ja so, allgemein 3., 2. Bundesliga ist ja crazy für das, dass es keine Erstligen sind. Ist ja schon, die sind immer extrem, oder? Also die sind krasse Choreos immer und Fangesänge Ja, und ja. Stimmung. Und Also die Deutschen, das kannst du mit der Schweiz nicht vergleichen, was Ja. dort die Fangemeinschaft bei unserer anbelangt. Challenge hat jetzt gar keine gar keine Zuschauer, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ja, einfach, das das ist kann... kein Stadion. Nie. Und mit den, wie ich das gesehen habe, so viele Videos gezeigt. Und wir haben abgemacht, dass wir dieses Jahr mal auf Dresden gehen oder einfach mal gehen einen Match schauen von Dynamo Dresden, nimmt er mich mit. Das ist einfach mal, und dann gehe ich in die Kurve rein, dann gehe ich mir einen scheiß Schal kaufen von Dynamo Dresden, auch wenn ich keine Verbindung habe dazu. Aber ich wollte das einfach mal dabei erlebt sein, haben musst dort. dabei Ich muss dort voll drin sein, weil das muss Dann musst du aber absolut die- krank sein. Dann musst du die Songs ein bisschen eben. Ja, ist doch gleich. Jetzt sind wir wieder verdammt abgeschweift, glaub ich. Ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift. Ja, Dynamo, ein Wort, Ja. dann abgeschweift, oder? das nicht machen. Was willst du machen? Heute ist Ital. Ja, heute gehen wir Ital schauen, ja. Heute ist Ital wieder. Ja, aber jetzt habe ich wirklich keinen roten Faden mehr. Jetzt sind wir Nein, ich weiss nicht, wo wir sie sind wir wieder beim verstecken. Fußball angelangt. Halt. Ja, sicher. Es ist halt... Wegen dem Bier. Wegen dem Alkoholiker sind wir gewesen. Genau. Der Funk hat etwas geschrieben. Wenn nicht, kannst du nach einem aufhören, bist SLK. Alkoholiker, auch ALK. Was, nach einem Bier aufhören? Eins ist Wenn keins. nicht, kannst du nach einem aufhören. Ja. Oder im Schnitt 1 pro Tag, zählt aber auch wenn 7. Ja. Ja. Ja, aber ich habe dann mitbekommen, dass es ist schlimm, sobald es eben so eine Regelmäßigkeit hat. Ja. So eine, Ja. Gut, und ich bei sage... mir kenne ich wirklich so. Gut, aber jetzt, ich auch manchmal nach dem Training gehe ich auch einfach trinke ich kein Bier. Hat es auch schon gegeben. Was? Hat's auch schon gegeben. Okay. Aber so ein Duschenbier gibt es auch etwa schon. So ein, und ich weiss, das heisst, in die Dusche mitnimmst, ein Bierli. Ah, sicher? Ja, sicher. Also ja, wenn bei uns haben wir einen, wo immer, der ist nach dem Match oder nach dem Training reingelaufen, in die Kabine, hat das Bier schon in den Finger gehabt. Ich sage, Bro, kannst du jetzt zuerst duschen? Sicher nicht, das Nein, wären wir nicht Schweiz. Das Duschenbier ist bei uns schon fast ein bisschen. Schon? Ja, ist schon fast Also ein ich finde bisschen das eben Tradition. noch relativ wichtig. Auch Also für manchmal mache ich es auch allein, aber. ja, Es aber gehört weißt, allgemein finde ich das wichtig für den Zusammenhalt der Mannschaft. Weißt, dass nach dem Training oder nach dem Match halt noch, du musst ja nicht unbedingt das Bier trinken, aber meistens ist es halt das Bier. Ja. Weil die meisten Bier trinken, aber bei uns, bei den Senioren sowieso. Und das ist geil, du hockst noch Frühsli, nimmst noch 1, 2 und quatschst noch ein bisschen miteinander. Ich finde das ist wichtig für die Bindung vom Team halt. Ja, Das ist die finden dritte wir auch. Halbzeit, sagt man ja denen. Ja. Nein, das ist bei uns auch wichtig, aber bei den Jungen ist es ein bisschen. Die Jungen machen das nicht mehr so. Nein, Bei allgemein. uns viel So alle Rauchen Junge- und Alkohol trinken ist verdammt verpönt. Ja. Irgendwie. Ist ja grundsätzlich gut, Ja, absolut. aber es hilft eben so dem Team. Nein, jeder Team ist so ein Spirit bisschen... hilft halt wirklich. Nein, weil jeder geht so ein bisschen nach dem Training gehen sie heim. Ja. Das sehe ich Viel jetzt... duschen nicht mehr bei uns. Nein, Bro, was ist los? Ja. Weißt du, wenn es beim Gross zum Beispiel, der ist ja 15, der Ja. spielt jetzt, der spielt C, glaube ich. Der spielt Ja. C Junioren. Ja, das könnte herkommen. Das sind ja alles Egoisten dort. Also weißt du, nach dem Team, das ist auf Platz. Wirklich Anschiss. Wirklich, Ital Grenken ist jetzt nur ein Beispiel. Die kommen auf den Platz. Erstens mal keinen Bock. Dann gehen sie vom Platz allein. Sie gehen nicht, weißt du, noch so ein bisschen, weißt du, ja, geil und nichts. Gar nichts. Tschüss, sorry, Messi, heim. Ja, das ist schade. Ja, aber eben, wir merken es auch bei den Junioren, die zu uns raufkommen. Du musst die richtig
Du musst die nehmen so. Und dann musst du mal ziehen, Jungs, Kopf da nochmal. Ja, und dann musst du sagen, Jungs, wir sind jetzt hier eine Mannschaft und so. Jawohl. Und dann, aber weißt du bringst es schon ein bisschen in den Teamgeist natürlich rein und so. Du hast vorher zusammen von gut haben. Aber gleich nach dem Training, Bro, ich sage jetzt mal, wenn jetzt 6 Junioren sind, 4 gehen einfach heim ohne Duschen. So weißt du, das Duschen an sich, ja, erstmal finde ich es so ein bisschen komisch, wenn du einfach heimgehst nach dem Training, wieder in deine normalen Kleider einfach heimgehst. Ich finde das ekelhaft, sorry. Ich finde das grusig einfach. Du gehst verschwitzt, gehst du in deine Kleider rein und dann verpisst du dich, dann gehst du heim duschen. Nein, angefangen hat es Bro. ja mit, dass alle duschen mit Unterhosen. Bro, was für Unterhosen? Nein, jetzt... Aber das hat bei uns schon angefangen. So. Sicher? Ja, ja. Aber wo du noch jünger warst, okay, dann habe ich das Verständnis. Wenn du jetzt so 14, 15 bist, Ja. Unterhosen duschen, willst du nicht gerade die Schnäbeli zeigen, weil du kommst, Ja. ist ein kleiner und so, ja. Ja, ja. Aber Ist das, so hat, das scheisse. hat dort angefangen bei uns, dass das plötzlich so aufgekommen ist. Und ich glaube, das ist. Also, ein paar gehen immer noch mit Unterhosen. What the fuck, Mann? So. Was? Mittlerweile? Aber eben, jetzt ist es von dem. So, mir wäre lieber, wenn du mit Unterhosen duschen als gar nicht und einfach heimgehen. Okay, so, touché, ja. so. Bin ich bei dir. Aber ich weiss nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, wieso. Ja, schon ein paar Mal habe ich 1, 2 darauf angesprochen. Er so, ja, weißt du, ich bin ja gerade daheim in 5 Minuten. Ich so, ja, Scham. Bro, Ich denke, das ist Scham. Einfach kann ich mir Schamgefühl. nicht mal vorstellen. Also Dann ich muss müsste dir auch ehrlich nicht gesagt duschen sagen... als so dünner, langer Sprint, so, weißt du, so. Ja, aber weißt du, ja auch... Aber vielleicht ist es auch wegen dem Alter halt, ja. Ja, auch, als ich jung war, habe ich auch, wo ich noch... Gut, dann haben wir noch nicht... Mal, dann haben wir schon geduscht. Und ich bin immer so einer gesehen, so ein bisschen, Schamgefühl, weißt du. Mm. Also, vor anderen Männern und so schaust und du hast... Und jetzt bist du in einem Alter, hast du es nicht mehr. Aber ich verstehe das, wenn man das Schamgefühl hat aus Jugendlichen oder was auch immer, dass man sagt, ja, nein, also, ja... Ein bisschen komisch und so. Ja, ist ein bisschen komisch, Ja. oder? Mit 15 bist du voll in der Pubertät drin, andere haben schon solche Guratz, andere Ja. nicht, haben schon Haar und was auch immer. Ja, und das könnte auch, weißt du, Mobbing ist mal schnell am Platz oder Ja, dumme aber ich sage jetzt Sprüche mal, und so. bei unserer 50 weißt du, bei uns gibt es eigentlich nicht. Bei uns gibt's Nein, kein aber das Mobbing. sind ja auch Ältere Aber dort ja, dabei, das bei spielt uns eh hat's keine Rolle, Ein oder? guter Mix bei uns. Ja. Aber ja, du, wir sind dort am Arbeiten. Dass Ja, wir wieder, dass also ich wir sage wieder einfach, ein bisschen- duschen- Du musst bei den Jungen, du musst sie Ja, wieder ein musst sie bisschen nehmen, mitnehmen. du musst ein bisschen dein Team Ja, nehmen, du musst ein bisschen du mitnehmen. musst ein bisschen die Wellen, die Dynamik, du musst ein bisschen reinbringen. Ja, das ist alles, ich finde das ja alles cool. So. Ich finde es cool, wenn Junge raufkommen und zuerst so ein bisschen schüch verschöpft sind Ja. und dann merkst du langsam, dauern sie so ein bisschen auf in der Genau. Mannschaft und fangen an zu reden und dies, das, bin ich ein Fan davon. Und dann leitet sich das dann auch so ein bisschen mit dem Zeug. Aber, ja. Aber schlussendlich ist jedem selber gestellt, gehst du Absolut. duschen, gehst nicht duschen. Absolut, die zwingen kennen. Nein. Ich sage auch, ja Jungs, aber jetzt das mit dem Duschen ist mir nicht scheiße. Also von mir aus kannst du auch unduschen noch ein Bier nehmen. Ja, Wenn du es wirklich absolut. nicht willst, ist es vielleicht. Absolut. Ich würde es einfach nicht machen. Also ich würde es einfach prinzipiell logisch. nicht machen. Aber ich sage, Jungs, nehmt doch noch eins oder so. Ja, weißt du, ich Ich finde muss es sagen, eben... bei uns, ich weiß nicht, ob das in anderen Vereinen auch ein kleines Problem ist. Aber bei uns wird ab und zu auch, wie soll ich jetzt das sagen, dass man da öffentlich nichts Exposen. sagt. Ja. Es werden auch, ich sage mal, es wird auch geraucht nach dem Match. Weißt du? Ah, das andere. Ja. Also, Ja, also geweibt und geraucht. Ja. also Zigaretten. Ja. Okay. Aber auch geraucht. Aha, also Rauch. Nein, warte jetzt. Rauch, das ist in Bern. Gibt es den Unterschied zwischen Rauchen und Rauchen? Kennst du den Unterschied? Ich weiss einfach, dass Rauchen so ein berndeutsches Wort ist. Eigentlich. Nein, Rauchen ist das Zigaretten. normale Zigaretten und das Rauchen eben nicht. Das Ah. Rauchen ist. Hat dann mehr mit dieser Farbe hinter dir und auf deinem Liebling zu tun. Genau, so. Ah. genau. Und von dem Genau. wird noch gemacht, oder was? Genau. Also es gibt halt, die gibt es ja überall. Ja. Das gehört halt dazu. Aber so das finde ich dann halt so ein bisschen noch schwieriger. Das ist bei uns dann aber im Team auch angesprochen worden, weil man Okay. die Jungen auch gefragt hat, wieso nicht und so. Wieso bleibt ihr nicht und so. Dann Ja. haben sie gesagt, eben, ja, so und so. Und seither ist auch die Regel, dass die müssen weggehen. Das finde ich aber auch absolut okay. Finde ich Ja. auch okay. Und das hat jetzt schon ein bisschen geholfen. Jetzt ab und zu bleibt der eine oder andere ein bisschen Ja. länger, weil ich glaube, das kann halt schon stören. Wenn du rauchst, noch Bier trinkst, allgemein so, weißt, dann ist das vielleicht nochmal in deinen Augen so ein anderes Extrem, sage ich jetzt mal, in Ja. Anführungszeichen. Obwohl es ja eigentlich verhältnismäßig weniger schlimm ist als eigentlich Bier saufen. Also ich sehe es so. Du, ich sage mir, solange die Leistung stimmt, weißt du, schlussendlich, wenn die Leistung stimmt, dann soll von mir aus einer rauchen raus. Ja.
Kann er machen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, du spielst jetzt 5. Liga. Ich spiele Sehr Senioren, bei scheissegal. den Senioren ist es sehr scheissegal. Dort spielt es eh keine Uns Rolle. theoretisch auch, aber wir Ja. sind so ein bisschen ambitionierte 5-Liga-Mann. Ja, das ist auch, ja, und bei den Senioren ist es genau gleich. Also ich bin auch verbissen, oder? Wenn ich jetzt das Liebling anlege und auf den Platz säckle, dann, wenn du eine freche Schnur hast, nimmt die Schottisch halb hoch. Nein, wirklich. Also weißt du, das ist immer so, weißt, am Anfang des Matches denkst du immer so, ja, easy. Aber es ist das dann kann eben man gleich. Und dann legst du das Liebling an. Ja. Geht so, komm mir einfach Ja. nicht in den Weg. Ja. Dann zeige ich alles, oder? Dann gebe ich auch 90 Minuten lang alles, oder? Aber das ist eben schon geil. Das ist eben schon. Das wird manchmal so ein bisschen abgeredet. Sagen jetzt mal so, ja, Nummer 5 Liga und so. Aber es ist eigentlich scheißegal, wo du Es spielt spielst. keine Rolle, welche Liga du Es spielst. spielt eigentlich, es geht jeder auf den scheiß Platz Ja. und dann willst du einfach ums Verrecken nicht den Match verlieren. Genau, so ist Und wenn es. du den verlierst, egal in welcher scheiß Liga, du bist depressiv. Schießt die an, schießt die einfach an. Schießt die Schießt die gottlos einfach an. Und das ist wirklich egal, wo du bist. Und das finde ich eben auch geil an dem allgemein am Sport. So, egal wo du was machst, so, du willst einfach gewinnen. Und es ist wirklich scheißegal, in welcher Liga das du bist. Oder? Ja. Weißt du, bei den Senioren hast du aber so ein bisschen, ja, ich komme ein bisschen shooten. Weißt du, so, für viele am Anfang so, ja, ich will einfach mich wieder ein bisschen bewegen, wieder ein bisschen shooten, wieder ein bisschen etwas machen. Und wir sind Senioren, wir spielen Meisterschaft. Mhm. Oder? Und du kannst schon sagen, ja, komm einmal in der Woche trainieren, komm ab und an mal ein bisschen ein Match spielen, ist völlig okay. Aber du hast automatisch, das kannst du nicht verhindern, hast du einfach die Challenge an dich selber, hey, fuck, wir müssen gewinnen. Mhm. Wenn es jetzt Cup oder Meisterschaft ist, wenn du auf diesem Platz bist, dann wollen wir gewinnen. Ja. Nicht, wir spielen den Match jetzt einfach klein. Nein, wir gehen gewinnen. Wir sind dort zum Gewinnen und sonst können wir heimgehen Volley spielen. Das Weißt du, ist es ja. Ja, das ist jetzt so. Wegen dem finde ich auch, aber bei uns 5. Liga ist fast ein bisschen gefährlich. 5. Liga-Mannschaften sind immer so ein bisschen, die werden immer so ein bisschen abgestempelt. Ja, wenn du noch ein bisschen schütteln willst, geh doch bei 5. Liga, weißt du. Wenn du noch ein bisschen schütteln oder noch ein bisschen machen willst, dann geh doch bei 5. Liga. Ich so, Bro, weißt du, so, eigentlich bei uns musst du nicht ein bisschen schütteln. So. Nein, Das bleib brauchen wir daheim. nicht, Nein, das brauchen wir Aber- nicht, Nein. So, Das erstens, brauchst wir du wollen nie. aufsteigen. Zweitens, es ist gleich grusig in der 5. Liga. Es hat immer, Ja. es hat immer so eine Mannschaft, die stark ist. Ja. Und alle anderen sind einfach so Bauern, die abmähen. Ja, so halten zum Beispiel. Ja, du musst dich einfach zusammenreißen und du musst wollen. So. Ja. Und wenn du verletzt wirst, musst du auch andere wollen verletzen. So. Du, Ja, du musst ja. sie in Kauf nehmen. Ja, das ist Wenn einfach andere so. wollen verletzen, ist jetzt ein bisschen Ja. übertrieben. Aber du musst bereit sein, auch Schmerzen in Kauf zu nehmen. Du musst bereit sein, etwas zu riskieren. Ich meine, ja, vorletzte Saison, im ersten Match vor der Saison, habe ich mir die Bänder gerissen. Mhm. So, das hindert mich jetzt nicht daran, dass ich heute noch mal am Match gehe und einfach meine Bänder Aber wieder der, riskiere. aber der Doktor hat gesagt, also, darfst du wieder spielen Ja, oder ja. solltest du noch ein bisschen... Nein, das Also ist schon, darfst das du, ist ja dann 7 Wochen pausiert. Okay. Ja, das ist wieder verheilt. So. Aber gleich, es kann wieder passieren heute am Match. Und Ja. mit dem Wissen und mit dem Wissen, du gehst einfach in diesem Match, sobald du auf dem Platz bist, ist das scheißegal. So. Das ist das scheißegal. Ja, es ist scheißegal. Ja. Du nimmst dich auf und solange Genau. du shootest, wirst du es immer in Kauf nehmen. Und du Mit dem musst leben. es auch in Kauf nehmen, weil der Ja. Sport ist halt einfach prädestiniert dazu, Ja, dass du dich das- verletzt. Ja, das ist- Oder einfach die Chance ist hoch, Ja. dass du dich kannst verletzen. Ja. Ich meine, jetzt alle 2 Wochen müssen aus, weil ich ein Rissli habe im Meniskus. Ja, die Scheichen nicht mehr anziehen. Ja. Und dann hat der Doktor gesagt, du gehst jetzt 2 Wochen lang, Und du machst nach du so nichts. langer Pause ist die Ja, Gefahr natürlich und das noch ist bei den Senioren noch crazy. Oder du machst eine neue Seniorenmannschaft und alle sind top motiviert und let's go. Du glaubst nicht, der erste Match 5 Verletzte? Ja, das ist Tag, klar. das ist, Ja. hey, Aber das ist ja wir klar. waren 18 Nasen gewesen, am Schluss haben wir noch Probleme gehabt beim Einwechseln. Und wir spielen 7er Fußball. Wohlverstanden, oder? Ja, aber das ist eben, da merkst du eben, wenn der Match anfängt, es schaut Es ist scheißegal, Mann. Es ist scheißegal. Und der andere weiss genau, er mag Maximum 30 Minuten säckeln, Mhm. er geht aber auf den Platz und kotzt sich aus, Genau. bricht fast zusammen Genau. auf den Platz, weil er nicht mehr schnaufen Ja. und schreit dann wechseln, oder dann geht er raus. Aber das ist geil, ich finde das geil. Aber ja, bei den Paaren verstehe ich dann auch nicht, warum sie nicht einfach mehr trainieren können. Weißt, es gibt dann ein paar, die siehst du nur an den Matchen. Dann mögen sie so, weißt, mögen sie ein paar Minuten shooten. Aber Nein, die hat ja Trainer, oder? Ja, ja. Und hat das nicht so wie früher ist es immer gesehen, wenn du kommst trainieren kannst du auch shooten. Also dann kannst du auch Match spielen. Ja, das können wir uns eben mehr. Also weißt Weil im du zu wenig Leute Training, seid. ja. Das ist eben auch noch schwierig. Und selbst, ich sage jetzt mal, selbst wenn du 12, 13 Nasen bist im Training, dann hast du vielleicht
4 x 2 Spieler, die auf der gleichen Position wären. Und Ah, du kannst dann scheiße, nicht, du hast Flexibilität nachher ja. nicht zum Auswechseln. Ja, du musst dann fast ab und zu einen bringen. Aber jetzt, wir sind jetzt so weit, dass wir eine gute Basis haben. Ich bin jetzt das 3. Jahr wieder dort. Ich glaube, das 3. Jahr. Mhm. Und jetzt haben wir wirklich erste Saison, habe ich mich selber wieder ein bisschen in die Mannschaft einfügen, wenn du wieder kommst. Weißt, du musst dich auch ein bisschen anpassen, Ja, auch wenn ja. du schon ein bisschen zu den Eltern gehörst, aber du musst dich ein bisschen einfügen. Dann haben wir sich entschieden, wir wollen eigentlich schon den Aufstieg mal angreifen, weil wenn du in die Viertliga kommst, fällt es auch wieder ein bisschen einfacher, wieder Leute zu holen oder Leute zu motivieren, ins Training zu kommen, weil du halt in der Viertliga dann spielst. Es ist nicht mehr so die 5. Liga einfach nur. Und dann kommen auch, hast du auch das Potenzial, dass Leute, die vielleicht langsam in der ersten Mannschaft in der Drittliga denken, ja, kommen vielleicht nicht mehr ganz nach, dass die vielleicht Dann in kannst die du nachher- Vierte genau, kommen, aber in die genau. 5. kommen sie eben dann vielleicht nicht, weil 5 ist eben schon... Ja, es ist halt schon das Letzte, gell? Also das Letzte im Stil von, ja, 5. Liga Und halt. das ist eben auch 5. Liga, es hat schon Mannschaften, wo, also setzt dich schon recht gefahren aus. wenn du Schon, hier hä? shootest. Ja, Ja. also es sind einfach Hölzer, die dort Ja, die können Bolden, die einfach weg. laufen. So, Ja. ja. Die können Kaum geradeaus laufen, weißt du, dann machen sie die einfach um. Und das Ja, gibt es halt auch. das ist es Das so. gibt's halt. Und du triffst halt auch eben noch so viel, sage ich mal, so 40-jährige Väter, die vielleicht noch ein bisschen parater sind. Weißt du, ich Und- weiß nicht, wie du möchtest jetzt bei uns vielleicht nicht Nein, safe nachher. nicht. Vielleicht Aber- 4. Stunde. Ja, eben. Ja, Aber die mögen dann teilweise noch, aber die mähen die einfach um. die meinen die weisst um. du. Also Und die bei kommen uns- auch zu spät immer und nachher Ja. ist es passiert, oder? Und bei uns kommen halt auch so 18-Jährige und Ja. dann gegen so 35-, 40-jährige Väter, Ja. die noch im Saft sind, sage ich, da musst du schon auch Eier haben, um auf den Platz zu kommen Ja, und safe. den Zweikampf anzugehen. Also das würde ich mir nicht getrauen. Gegen 18-Jährige, für was? Für was? Ich bin auch nie ein Ligaspieler gewesen, weißt. Aber bei den Senioren siehst du zum Beispiel die Cis Soltese, die wir jetzt gehabt haben, die meisten davon haben früher Zweitliga gespielt. Ja, aber das merkst du auch in dem Das merkst du Alter. immer noch. Die sind über die 45, fast auch 50 zum Teil. Die säckeln dir um die Ohren und die spielen auch anders, Ja. weißt du? Das ist Gut, crazy. trainiert 2 Jahre, dann machst du auch ein bisschen mehr. Ja sicher, ich habe gesagt, jetzt habe ich angefangen, in einem Jahr sieht unsere Mannschaft auch anders aus. Ja. Jetzt verlieren wir Musst mehrheitlich. aufbauen, Ja, musst aufbauen. Jetzt muss jeder mal seine Position ein bisschen finden. Du musst ein bisschen das Spielverständnis muss auch ein bisschen besser sein. Es ist Fußball überhaupt nicht unterschätzen, gell? Das ist zwar ein D9-Platz. Ja, D9-Platz. Also die Hälfte von einem... 16er zu 16er. Ist das, oder? Wie meinst du 16? Ja, Ein etwa, ja. normaler 16, Platz. also 16, ja, genau. 16er Ende zu. Ja, genau, 16er genau. Ende. Es ist einfach der D9-Platz, ist einfach so die Hälfte von einem grossen Feld eigentlich. Und das ist intensiver. Also viele meinen einfach, ja, das ist ein kleinerer Platz, ist ja nicht, das musst du nicht so viel säckeln. Du säckeln. hast nicht die gleichen Wege natürlich, aber du musst Aber mehr Bro, machen, das Spiel ist viel schneller. Ja, Du musst schneller. viel mehr säckeln. Oder wenn du vorne bist, der Ball ist schon wieder, der ist fast schon wieder im 16er Ring. Also säckelst du schon wieder einen zurück, Ja. oder? Also ich habe es am Anfang auch relativ unterschätzt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, Ja, aber das ist gut. ja Das ist eine macht dich fit. Mission. Das Ja. ist eine Mission für... Das sind so Langzeitmissionen, wo wirklich jetzt, da musst du eine Saison mal den Zusammenhalt fördern, da muss jeder ein bisschen Gas geben, Genau. muss ein bisschen trainieren. Nächstes Jahr kommen dann vielleicht noch 1, 2 dazu. Ja, haben wir schon in der Pipeline. Eben ja. Gute Spieler, wir haben schon 1, 2 Spieler in der Pipeline, der noch 39 ist, noch nicht 40, aber erst werden. Auf die Rückrunde kommen die. Ja, die müssen wir dran. Ja, weißt In 10 Jahren komme ich da. in den Senioren kannst du es, weißt du kannst. Also die Grauzone, du kannst Spieler nehmen, die zum Beispiel noch nicht 40 sind. Wenn es einfach jemand merkt, dann hast du einfach geschissen, dann liegt der Verein drunter. Oder wenn du in einen Match gehst und nimmst einen 39-Jährigen mit und irgendjemand muss den kennen und Einspruch erheben, hey, dann ist der erst 39, das ist Lampe. Ja, unnötiges Risiko. Ja, unnötiges Ja. Risiko. Nein, das Aber würde ich jetzt eben, auch nicht es ist auch schon, wo der Ken Brändli, ich weiß nicht, ob du den kennst, jetzt den Namen nennen, kennst du auch nicht. Er hat vorher Senioren in Biberisch gespielt. Dann sind die an einen Match gegangen. Dann ist irgendwie auf der Startaufstellung der Hans Müller gestanden. Dann läuft der Schwarze rein. Okay. Und macht noch ein Goal, oder? Und das war der Hans Müller, oder? Also, ja, es ist nicht der. Also ich kenne einen Schwarzen, der Müller heisst. Ja, ja. Aber es ist, schlussendlich hat sich herausgestellt, es war schon nicht der, ist nicht oder? der gewesen, Ja. okay. Aber sie haben es nachher lassen, sie haben keinen Einspruch erhoben. Aber Ja. das Risiko Ja, wegen dem besteht. Jahr. Die Frage ist dann auch, du bist wirklich blöd wegen dem. So. Ja, wenn du Meisterschaft spielst, schon. Also wenn es um Punkte geht, rigoros. Ja, Aber zum Beispiel United ist ja rausgeflogen im Cup gegen eine Drittligamannschaft, wieso? weil sie scheiße sind. Und sie haben Penaltyschießen verloren am Schluss.
Und sie hätten Rekurs einlegen gegen das Spiel, weil die andere Mannschaft, ein Spieler, der gespielt hat, 1 Minute zu spät beim Transferfenster registriert hat. Oh wow, ja, aber das ist Aber nachher... dann machst du es auch nicht. Weil Nein. Ich meine, wenn du als United wegen dem Rekurs einlegst, Der ist bodenlos, hä? dann kannst du dich wirklich... Nein, der ist bodenlos, Nein. der kannst... Nein. Also, Dann nein. musst du hören shooten, weißt du? So, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also, weißt, Also wenn mir der ist macht, schon den Move scheissegal. machst... Also, ich habe mich auch sorry, ein bisschen also. distanziert von United, aber ich habe dort gedacht, wenn die diesen Move machen, dann sind also wirklich die hinterletzten Uraffen. So. Und sie haben es nicht gemacht, natürlich. Ja, also du kannst nicht anhand von dem nachher festlegen, wir hätten den Match gewinnen können. Nein, aber du hättest können... Ja, du aber können, hey, du hättest wie sie können primitiv disqualifizieren. Du hättest Ja, sie wie können- primitiv bist. Nein, aber das haben sie natürlich nicht. Ja, zum guten Glück. Und die gegnerische Mannschaft hat sogar das selber gemeldet, scheint. Sie haben das selber gemeldet. So. Ah, sie haben das selber Ja. gemeldet. Also, die, die Sie haben auch schon- Drittligamannschaft hat das selber gemeldet, Ja. dass es spät ist. Ja. Ja, finde ich korrekt. Und der gegnerische Goalie hat sich sogar aufgeregt, dass United verloren wäre. Er ist ja eigentlich United-Fan. Nein! Das ist auch crazy, Mann. Verlieren, Mann. Das ist auch, Das ist auch crazy. das ist wirklich... Du kannst ja dann nicht mehr Fan sein. Nein. Also wenn du gewinnst gegen... Wenn du Nein, als irgendwie Unterklassige gegen die gewinnst, dann musst du dich sagen, also irgendwie... Das bestimmt auch noch nicht. Ich kann nicht. Dann Der bist du sollte jetzt Fan von mir sein. Ja. Nein, also das ist wirklich... Das ist Köder. Ja, der Funky, danke, liest du ab und zu mit? Sehr Ja, Funky, ich gerne. muss dann noch den Pokal holen, den brauche ich dann nächste Woche. Er hat extra einen Pokal gedruckt für unser... wir machen eben an der LAN ein FIFA-Turnier Ah, geil. von CBK aus. Okay. Und er hat einen kleinen Pokal noch gedruckt. Das Ah, liegt nice. jetzt hier schon mal. Aber er kommt nicht an die LAN, oder? Nein. Aber Ja. er hat gewusst, er hat einen 3D-Drucker daheim. Ah, Dann ja. habe ich ihm geschrieben, Ja. ob er einen machen kann. Oder du kannst ihn natürlich heute auch am 3 ins Riederen-Stadion bringen. Ja, Und dann ist nehmen wir ein noch eins, ich komme fantastischer schauen. Match. Sölzen gegen Ital Grenchen, 5. Liga. Ja. Es geht um viel, hä? Was ist Und Sölzen? gestern ist auch ein geiler passiert, der 5. Liga Solothurn. Okay. Die Türken haben gegen Post gespielt. Mhm. Die Türken sind mit Abstand Erste. Mhm. Die haben 1 Goal bis jetzt bekommen und haben irgendwie 25 geschossen. Post Solothurn nicht 5, gemeint. 6 Match. Post Solothurn hat es ja nicht gemeint. Post Solothurn ist letzt mit 1 Punkt. Aber hey, sag mir, dass sie sie geschlagen haben. Nein, die Geschichte ist grösser. Aha. Dann, das Eis von Post hat Mhm. gleichzeitig ein Match gehabt wie sie. Mhm. Und sie wollten den Match verschieben. Mhm. Also die 5. Liga Ja. hat den Match verschieben gegen die Türken. Die Türken haben gesagt, nein, wir verschieben nicht. Mhm. Und dann ist der Match von der Post vom Eis abgesagt worden. Okay. Dann ist die ganze erste Mannschaft gestern gegen die Türken spielen. Das ist aber nicht wahr. Sicher nicht. Aber, Ja, aber sie das haben ist- 4-4 gemacht. Was? Ja, Aber das- dort siehst du, wie gut die Türken sind eben bei uns. Ja, Die haben sehr viele Drittligaspieler von letzter Saison dabei. Die sind wirklich gut. aber crazy, wenn du die erste Mannschaft... Aber jetzt haben, Das wir ist nur crazy. jetzt haben wir nur noch, wenn wir heute gewinnen, haben wir nur noch 3 Punkte Abstand auf die Türken, Ja. weil wir sind zweit. Wer ist dazwischen? Ah, das sind zwei. Wir sind zweit, Okay. genau. Und das nächste Wochenende ist gegen die Türken. Das Wer heisst, ist bei euch unten noch? Wer ist unten dran bei euch gerade? unter uns? Ja. Also gerade direkt unter euch? Ich müsste nachschauen. Müsstest Ich du glaube, es ist nachschauen. ein kleiner Abstand schon ein bisschen. Und dann kommt auch ein Leuzigen. Ja, die sind auch nicht schlecht, Ja, Leutzigen. Leuzigen, Allgemein Leutzigen ist nicht Die wären schlecht. ja letzte Saison aufgestiegen. Ja, Aber weil sie schon eine Viertliga-Mannschaft haben, haben sie dann abgesagt. okay. Eigentlich wäre, glaube ich, die Viertliga auch fast aufgestiegen. Ja. Und dann hat man am Schluss nicht genau gewusst, wenn die Viertliga aufgestiegen wäre, wären sie auch rauf. Das Problem ist, wenn du 2 Mannschaften in der Viertliga hast, dann muss die eine in die andere Region shooten, dann musst du irgendwie auf Auto Ah, oder so Scheisse. gehen. Ja, ja, Dann ja, haben sie ja, gesagt, keine das machen wir Problematik. Ja. Und wegen dem haben sie dann abgesagt. Aber jetzt, diese Saison, sind wir ein bisschen besser. Aber muss ein Spiel aufnehmen von dir. Bro, kann jeder filmen, der will dort. Der Lucinho ist mein Sohn. Einfach, dass Ist du das weißt, dein ja, Sohn? der hat auch schnell einen Twitch-Account gemacht. Und Nein, das ist eben recht. Einmal reinfolgen. ja, wo reinfällt. Ja, du mal followen, Lucinho. Das hat er sicher schon. Ja, Wahrscheinlich hoffentlich auch. Ja, er hat schon. Ich glaube, ich Hat er sehe es schon? dort ganz klein beim Ah, sehr Aktivitätsfeed. gut, sehr gut. Merci. Danke. Wenn Also, du welcher ein ist Mann jetzt bist, dann das? kannst du mitmachen. Nein, der kommt auch nicht an die LAN. Nein, Nein. nicht atladen. Noch nicht. Noch nicht, nein, noch nicht. Also ja, rein theoretisch, wenn ich gegangen wäre, hätte ich ihn mitnehmen können. Ja. Du kannst King mitnehmen. Weil, ich glaube, wer ist das? Die Lisa. Ja, die Hat ja auch, dieses Jahr kommt sie, glaube ich, mit den King. Ah, kommt sie da? Ja, ich glaube, dieses Jahr kommt sie mit den King, ja. Und die sind ja Okay. auch
8, 9, glaube ich, dort rum, oder 10. Ich weiss nur, dass die andere Gruppe mit der Luni und so, die hocken gerade auf der anderen Seite bei uns. Okay, also dort wäre ich eigentlich auch gehockt. Ah, schon? Ja, Dort wäre ich eigentlich auch gehockt, ja. Habe ich gesehen. Okay. Aber ja, das wird lustig. Aber ich weiss nicht, mit 10, 11 ist glaube ich dort noch nicht so... Nein. Ich glaube noch nicht so geil. Nein. Ja, Also vielleicht auch nicht mit dem Papi zusammen, ja. Vielleicht nicht mit Wenn dem so Papi eigene zusammen. Kollegengruppe hast Aber wenn oder jetzt, so, also wenn ich jetzt gegangen wäre, hätte ich sicher Fortnite gesagt, oder genau, hätte ich sicher gesagt, schau, du kannst mitkommen, aber du kannst noch einen Kollegen mitnehmen. Ja. Aber der ist auch für mich nicht mehr so geil, weil du Ja. machst ja gleich die Aufsicht, gell? Ja. Und dann kannst du nicht einen reinlöten wie einen Mohren. Und nachher, die sind zwar am Gamen nonstop, Ja. aber das geht nicht. Das ist ja Nicht nachher so, auch weißt du, Nicht die unverantwortlich. gleiche LAN. irgendwie so. Nein. Aber vielleicht so, wenn er der 18 ist oder so. Ja, oder auch mit 16. Oder Geht fix. 16. Ich wollte den Nico fragen für dieses Jahr. Absolut kein Stress. Er hat gesagt, nein, 4 Tage dort. Nein. Der will lieber bei sich daheim gehen. Ja, das ist auch okay. Ja, ist okay. Bis er das erste Mal erlebt hat. Ja, bis er das erste Mal erlebt hat. Ja. Nein, er hat jetzt mit der Lehre angefangen, gell? Neue Welt. Gut, andere, aber der ist abgelenkt durch andere Sachen. Ja, der ist abgelenkt durch andere Sachen. Und das ist noch crazy gewesen, jetzt, wenn wir gerade dazu kommen. Die Lehre angefangen und nachher vor der Lehre gesagt, du musst dann schauen auf die Lohn, gell? Weil er ist dann schneller weg, als du denkst. Ja, Papi, weisst du, ich tue den Tag und Tag und Tag und Tag. Gut, ein Monat vergangen. Dann bin ich am Match schauen, unten nachher ins Bett leer. Und gesagt, komm, Nico, komm doch schauen. Der Lukas spielt, kommt runter schauen, gell? Papi rot mir, wie viel Geld ich noch habe. Und das war Mitte Monat, noch nicht mal Mitte Monat. Wie Dann viel Lohn gesagt, hat er? So 600 oder so? ja, dort um den Schnitt, ja. Ja. No. Dann gesagt, ja, gesehen. Also ich war ja nicht besser gewesen Aber, früher. ja. Aber ja, es Was geht hat er so gemacht? schnell. Was hat er gemacht? Ja, Kopfhörer gekauft, dieses gekauft, Backlohn weg. Döner gefressen, dort und dort und dort. Geld weg. Ja, es geht schnell. Das geht hure schnell. Jetzt merkt es der. Ja. Aber ja, ich habe in meiner Lehre nie Geld gehabt. Nie. Never. Wir haben Nie. uns dort, ich weiss noch, eben, wir waren ja so eine Kollegengruppe von 10 Leuten. Wir haben immer irgendjemand hat Geld gehabt. Manchmal bin ich es gewesen, auch Anfangsmonat, also so auf dem 25. Ja, hast du mal rausgeballert? Hast du mal einen ausgegeben. Dann da eine andere Lohnzahl da gehabt, so 10 oder so. Das ist aber geil. Dann, es hat immer irgendjemand hat immer Ja. gezahlt. So. Ein paar haben daheim etwas abgeben, ein paar nicht. Ja. Und hat immer irgendjemand. Und so hast du das dann irgendwie geregelt. So. Du hast nicht gezahlt, wer jetzt wie viel gezahlt. So, wahrscheinlich haben ein paar jetzt in dieser Zeit dann mehr ausgegeben als jetzt ich oder Das so. war bei uns auch so. Gewesen. Aber das ist scheißegal. Wichtig war, dass alle dabei sind. So. Genau, Ja. genau. So, ja, kein Geld, scheiß drauf, komm, jetzt zahl dir. Ja, wenn du hast gehabt hast du gezahlt, ja. Und wir sind früher, als ich noch so, eben, ja, von was reden wir da? Reden wir da von 15, 16 aufwärts? Bei mir schon 18, 19. Ja, Okay. Weil ich 4 Jahre Lehre hatte, bin mit 17 in die Lehre gegangen. Ja. Mal mit 17. Du bist aber relativ spät gewesen, hä? Ja, noch ein Zwischenjahr gemacht. Okay. Ich bin glaube mit 15. Ja, mit 15 bin ich in die Lehre. Und Und, dann bin ich auch mit 16. Ja, dann bin ich mit 16. Du bist auch mit 16, Ja. ist ein Jahr später. Aber eben, Ja. erst Sonst normalerweise mit- gehst du mit 15 gehst du rein. Ja. Aber eben, ich bin erst mit 19, 20 dann fertig gewesen, wegen 4 Jahren Lehre. Ja, du hast 4-Jährige Ja. gemacht, gell? Und wir sind früher extrem viel Konzerte gegangen. Rap-Konzerte, Hip-Hop-Konzerte, überall in der ganzen Schweiz sind wir gegangen. Essen und so. Ja, sicher. Tausende von Mal, wir sind schon 1000 Mal heimgelaufen vom Kessel. Ja. Jetzt alles gern gehabt. Und dann hast du abends noch 10 oder 15 Franken gezahlt für ein Konzert. Und die geilsten Rap-Acts, Underground-Zeugs, hast alles können schauen dort. Bist in Zürich ins Extra, bist auf Vinti, bist auf Basel, ins K1, bist weiss nicht was. Und dann haben wir auch nicht viel Geld gehabt. Und dann haben wir alle noch gekifft. Oder? Gekifft, Bier getrunken. Gras hast dann, ich weiß nicht, ob das die Jungen heutzutage noch kennen, so Grasläden. Also so Weed-Läden. Hat es früher viel gegeben. So Leute unten etwa 5 gehabt, Biel hat etwa 10 gehabt. Und dann hast du Gras kaufen, in einen Laden rein. Oder verschiedenes So inoffiziell Indoor. einfach. Nein, nicht offiziell. Offiziell. Das hat dann noch, du hast einfach in den Laden können gehen. Dann hast gesagt, du willst gerne 50 Gras. Dann hat er, was willst du, Indoor oder Outdoor? Indoor? Aber ist das noch nicht geregelt gewesen, oder was? Oder? Ja, das ist auch dort noch. Also, wenn du aus dem Laden rausgelaufen wärst und die Schmier wäre vor dran gestanden, hätte sie dich hops nehmen. Ah, das ist so irgendwie eine Grauzone. Das war so eine Grauzone, Okay. genau. Also bist du reingegangen, hast gesagt, ich möchte gerne 50er Indoor. Und dann haben sie dir hier alles auftischen. Da verschiedene Sorten, White Widow, Was auch immer, ja. ja, was auch immer. Und dann hat es dann noch, weißt du, jetzt noch hure viel gegeben. Nicht so wie heute. Heute kommst du also ich weiß es nicht, aber heute kommst du auch viel weniger rüber. Und dann bist du auch, weißt du, hast zusammengelegt, oder? Dann hast du gesagt, hey, gibst du 10, du 10, ja, wir können 50 kaufen. Dann sind wir auf Solothurn gefahren mit dem Zug, das 5. hoch. Jeder hat 10er hergelegt, 50er Weed gekauft, ab auf Biel, ein Konzert. Wie ein Mohren.
Das ist auch geil, oder? Da hat es auch Leute gegeben, die gesagt, also Kollegen gegeben, die gesagt haben, ja, kein Geld heute. Ja, ich habe einfach kein Geld mehr. Ja, wir zahlen das Ticket, wir zahlen das, wir zahlen dieses. Ja. Also es war auch immer ausgeglichen. Am Schluss war er gleich Ja, Sofa am Konzert. Gewesen ja. dort. Er war im Konzert, war breit gewesen wie ein Mohren. Das war das Ziel. Gewesen. Headshops, genau. Das habe ich nie gewusst, dass es das gegeben hat, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch nie so, eine ich bin nie ein richtiger Kiffer gewesen, in dem Sinn so. Mal, ich war komplett Ja. Kiffer. Gewesen. Ja, ab und zu mit den Jungs ein Zeug Ab und zu einen genommen. geraucht. Ja. Nein, ich bin ein nicht, verfickter Pothead. Gewesen. Ich gar nicht. Ich habe einen 50er verraucht. Wir sind immer voll verstrichen nach 2 Sicher? Ja. Nein, ja. Ja, dann zumal habe ich wirklich einen 50er allein können verrauchen im Tag. Ohne Problem. Ja. Dann sind wirklich mit dem Kollegen immer daheim gewesen, alltag. Aber hat sie nicht ein bisschen... Bist du dann nicht ein bisschen in einer anderen Welt gewesen? Nein. Nicht? Also dann zumal bin ich so abgekehrt gewesen, dass ich wirklich Joint nach Joint rauchen musste, dass ich überhaupt etwas spüren. Also du bist irgendwie so ein bisschen, wie sagt man nicht... wie sagt man dem? Nicht abgehärtet, sondern... Ja, also ich weiß schon, eben, ja auch so Kollegen, die so können... ja, die kiffen einfach. Ja, normale Kiffers. So. Dann hast du einfach einen Kiffen. Die merken gar nichts. Ja. Wenn mir jetzt eine Stunde würdest geben, Ja, du Längendorf einfach. Mal, wirklich. Also es hat schmieren. Ich glaube, nach 15 Jahren ist der erste Moment gekommen bei mir, wo ich einen geraucht habe. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Auf dem Balkon gesehen. Das war, glaube ich, mit 27, 28 gewesen. Einer gekifft auf dem Balkon. Dann hat es mich verschrissen. Dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Also Herzrasen, Todesängste, was auch immer. Und dort hat es angefangen. Und nachdem habe ich schon noch mal ein paar Mal probiert zu kiffen. Ist auch gegangen. Aber dann ist wieder eine passiert. Und dann von dort habe ich sagen, gut, Hören mit dem Zeug. hören mit dem Zeugs. Ja, Tut dir nicht gut. Und der Stoff ist auch immer wieder stärker geworden. Also das Zeugs, das die hier heute rauchen, hier, das Kusch, nein, nicht Kusch, ich weiß nicht, wie es heißt, so Cali Weed, sagen sie dem. Mhm. Das kommt ja aus Amerika, irgendwie so California, Cali Weed. Ja. Geht's so, Bin keine ich Ahnung, irgendwie fast 100% THC-Scheiß drin. Und das macht dich kaputt, oder? Das kannst du nicht mehr rauchen. Mal, die Jungen können es noch rauchen, ich habe ein bisschen verschleift, ja. Und irgendwann kommt der Moment. Mir denkt einfach auch, es ist zu... Aber gerade bei den Kiffer, sage ich jetzt mal, als Nicht-Kiffer, es ist mir immer zu... Der ganze Tagesablauf ist mir zu fest, jetzt auch wenn wir zusammen in die Ferien sind und so. Es ist mir zu fest nach, ja, haben wir denn noch etwas zu rauchen, weißt du? Also Bro, wer juckt's? So, also weißt, du, wo nicht rauchst, dann Ja. juckt's, oder? Aber der Kiffer eben schon. Ja, eben so. Und dann denke ich immer so, Bro, ich weiß nicht, aber irgendwie, es stresst schon ein bisschen, weißt du, so, ja, haben wir denn noch? Ja, wir müssen noch schnell holen und so. Es ist halt wirklich, es regt dich fast wie ein bisschen auf, Ja. mässig, so, weißt du. Am Ende des Tages nicht, weil so, ja, macht was ihr wollt, so, weil wir sind dann schon, also das war vorletztes Jahr oder so, ja, macht doch was ihr wollt, wir können ja, die anderen können ja machen, was sie wollen. Mhm. Aber irgendwie, es wäre mir so, dann, wenn ich denke, so im normalen Alltag, würde es mich so anschießen. So, weil du musst, die sind ja wahrscheinlich gestresst, du die bist sind jeden selber Tag gestresst. so, oder? Sie sind du bist Alltag so, gestresst. jetzt habe ich fast nicht mehr Ja. und so. Hey, ich habe wirklich alles früher, wirklich so. Aber das ist, Rauch. schon die normale, ist eigentlich eine normale Sucht. Einfach. Ja, schon eine normale Sucht. Wirklich am Vortag, wenn du gekifft hast, hast du extra noch, hey, ich muss dann am nächsten Tag noch ein Rauchi haben. Also darf ich den ja nicht anlegen, also muss ich das auf die Seite tun. Dann haben wir aber vielleicht die Säckchen, die du in den Ding hast können kaufen, in der nicht Drogerie, Papeterie. Hast du die Plastiksäckchen können kaufen? Ja, die nichts gekostet, oder irgendein 10 oder 20, das hast du 100 Stück bekommen. Und wirklich so abgefüllt, hey, das ist das Rauchi. Und dann habe ich wirklich unter meinem Bett das Rauchi her. Und dann bin ich, von früher, als ich gelehrt bin, habe ich immer das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn ich am Morgen aufgestanden bin, habe ich gedreht. Das war meine erste Amtsmission gewesen, am Morgen, einen drehen. Und dann habe ich noch am Fichtenweg oben gewohnt. Dann hatte ich schön Zeit gehabt, eine halbe Stunde lang runterzulaufen und einen zu weiden. Jahrelang, 4 Jahre lang durchgezogen, durch die ganze Lehrtür. Jeden Morgen einen geraucht. Das ist, weißt du, im Nachhinein denkst du, hey, was hast du gemacht? Bist du dumm? Vor allem, was halt wie viel Geld du verballert. Das ist halt das andere. Aber ja, es ist jedem, am Schluss kann jeder, wie er will. Ja, das ist Erfahrung. Soll jeder, wie er will. Ja. Das ist mir wirklich... Ich sage immer noch, Tages. Hände weg von Drogen. Allgemein Hände weg einfach von Drogen. Ist egal was. Alkohol, Zigaretten. Fang nie an mit so Zeugs.
Aber wenn du wissen wie es tut, nein, lieber nicht. Mach es einfach nicht. Ja, einfach, einfach aufmerksam bleiben, denke Ja, absolut. Denkt mir wichtig. So, nicht einfach. Aber wenn du merkst, so, okay, jetzt diese Woche nehme ich zum 4. Mal ein Bier, dann musst du vielleicht langsam mal reflektieren. So. Ja. Also weißt du, jetzt in unserem Alter, wir sind jetzt schon ein bisschen älter, wir können jetzt sagen, wir machen uns die Gedanken, weißt du. So. Oder Ja. auch ich machen wir es auf jeden Fall so. Ja. Und bei mir gibt es auch viel Öben, wo ich sage, jetzt habe ich vorgestern schon ein Bier gehabt, heute nehme ich kein so, weißt du, weil ich will die Grenzen noch ziehen, so. Ja. Ich will sie klar noch ziehen, weißt du. Aber ich denke, in den jungen Jahren ist das halt auch schwierig. Ich meine, wir müssen uns Wochenende für Wochenende abschießen. Also wir dürfen jetzt der Jugend nicht irgendwie für etwas vorhaben oder sagen, hey, nein, wir sind genau gleich. Ja. Aber also schlussendlich muss jeder seine Erfahrungen machen. Ja, das ist so. Aber eben, wegen dem, ich trinke heute auch mein Red Bull. Wenn der Match hat, wird kein Alkohol getrunken vor dem Match. Jawohl, so ist es. Ich darf, weil ich habe kein Match, ich gehe nachher noch zuschauen. Also zuerst gehe ich noch Ramen fressen und dann gehe ich noch Match schauen. FC Points ist verschwendetes Geld. FC Points ist verschwendetes Geld, ja. Also FIFA ist schon... Wie viel hast du jetzt schon rausgelaufen beim Sonder? 25 Franken. 25? Ja, gleich müssen. Ja, also weißt du, wir haben das irgendwie... Ja, neu, ja, und irgendwie habe ich gedacht, komm, wir waren so gehütert, was wir hatten. Und nachher haben wir 25, irgendwie ein Walkout haben wir gehabt, alles gehütert. Also mein Sohn kennt sich ja besser aus als ich. Wenn der sieht, das Land, was für eine Position, weiss er schon, wer er ist. Und ich so, Bro, wo weißt du das, Mann? Ich habe keine Ahnung, oder? Spanien, IV, ja, das ist der und der. Das ist der und der. Ja, das ist crazy, weißt du? Hä? Wo weiss der das? Ja, gut, der ist 10, Bro. Der ist 10, aber der kennt die huren Spieler, Mann. Das ist crazy. Aber hat er schon vorher hat er nicht viel IAFC gespielt? Nein, aber er hat sich einfach für Fußball allgemein, weißt du, mit YouTube-Shorts und so, er hat sich viel mit Fußball beschäftigt, international, oder? Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Cool, ja. Aber ja, 25 Stutz geht ja. Und eben, ich sage es mal so. Aber es ist gleich Pay to Win. Schlussendlich ist es Pay to Win. Ja, wenn du einen verfickten Haaland vorne hast, wo eine Flanke kann schießen und der trifft das Goal jedes Mal mit dem Kopf, das ist Pay to Win. Ja, aber du kannst gleich gewinnen gegen ihn, wenn er nicht. Ja, logisch kannst du gewinnen gegen ihn, aber vielleicht hat er nicht nur Haaland auf dem Bitz. Wenn er Haaland auf dem Bitz hat, hat er sicher noch andere auf dem Bitz. Es ist Pay to Win in der obersten Stufe. So, du kannst mit einem normalen Team, ohne Geld zu investieren, kommst du bis in Division 2 sicher, Division 1. Wenn von Anfang an willst du da oben sein, dann musst du payen, oder? Dann musst du ein bisschen payen. Dort ist die Frage, was ist dein Anspruch? Mein Anspruch ist nicht, dass ich am Anfang Division 2 spiele. Oder jetzt ist sogar ab Division 4 kannst du ja Season Ladder spielen, dass du gegen Pros kannst spielen und so. Ja. Das muss ich nicht machen. So. Wenn du das willst, ja, dann musst du Geld fast investieren, dass du ein Team kannst bauen kannst. Aber es ist gleich immer noch Glücksspiel. Am Schluss ist es Glück. Es ist das Glück. Die Packs ist einfach ein verficktes Glücksspiel. Ja, das ist so. Du kannst auch einen Walkout haben und hast Rotze. Ja, aber ich sage es mal so, wenn du 200 Stutz drin tust, hast du genug Coins, für das du ein Team kannst zusammenbauen kannst, dass du mit den Besten kannst mithalten kannst. Ah, schon. Ja. Die kannst du nachher im Transfer du musst kaufen, ja nicht unbedingt den Haaland haben. Es gibt genug günstige Alternativen. Hey, wir haben den Son. Wir haben den Hurensohn, sorry. Wir haben den Son, ich darf es nicht sagen, weil der Luke jetzt nicht gerne mit dem Hurensohn sagen. Aber den Son, weißt du welchen, haben wir im Sturm vorne. Und der Luke Bacchio. Hey, Top-Sturm dort. Ja, gut, Son, seine Stats habe ich gar noch nicht angeschaut. Die sind nicht so bad. Nicht so bad. Der spielt jetzt in der MLS. Ja, das auch nicht. Luca, ich weiß nicht, ich glaube 83er ist er, der Son. Und der Luke Bacchio ist 84er, glaube ich, irgendwie so. Keine Ahnung. Ist okay. Besser als mein Otele und mein Brel und mein... Ja, aber er hat lieber die, aber die brauche ich. Ja, die kannst du ja nicht, die könnt ihr noch sicher die kannst du kaufen, ja, ich weiss, ja. Aber der wird es halt für den Luca noch schwieriger. Ja, und auch für mich. Ja, also Bro, ich sage dir eins, ich brauche ein verficktes Coaching von dir. Ich brauche einfach irgendwie so ein bisschen Coaching. Weil es geht viel nicht auf. Ich weiss, vor allem Formationen, jetzt haben wir immer 4-4-2 gespielt. Finde ich gut, ja. Ja, geht aber nicht auf. Geht nicht auf. Jetzt haben wir 4-2-4. 4-2-4, schwierig. Ja, aber es geht schon besser bei uns. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber es geht schon besser. Okay. 4-4-2 ist halt einfach, es fällt vorne noch nicht mehr. Im Moment am meisten schwören auf 4-2-3-1 die zweite. Okay. Das ist die mit 2 Sechser. Und dann der linke, also LM, RM, ZM und Ja. Stürmer. Ein Stürmer vorne. Ja. Schwöre im Moment viel drauf. Für mich ist die nicht gegangen. Ja, für die hat für mich nicht funktioniert. Es kann aber sein, dass ich die falsche Anweisungen auf den Sechser hatte. Gibt es eine Funktion,
wenn du jetzt im Angriff bist, dass die vorher noch laufen kann? Also du kannst einfach Grundeinstellungen machen, wie hoch du stehst, welche Art von Fußball spielst, Konter. Das kannst du nachher mit dem Kreuzding... Das kannst du auch direkt schon bei Gell? den Taktikeinstellungen machen. Das kannst du dort machen. Vorher. Ja. Über das Kreuz kannst du dann alternative Taktikeinstellungen aktivieren. Offensiv spielen, defensiv spielen, ja. Aber das mache ich eigentlich nie. Das Einzige, was ich mache, ist einfach das Pressing aktivieren. Wenn ich jetzt 1 Go hinten bin oder so, wenn der Gegner noch in den letzten 10 Minuten 1 Go vor ist, dass ich Pressing aktiviere. Aber kannst du jetzt nicht irgendwie zum Beispiel mit L1, R2, L2 zum Beispiel, wenn du zum Sprint bist, zurück in die Defensive, dass du den Gielen kannst sagen, dass sie auch mitlaufen, weißt du, sozusagen mit einem Knopfdruck. Nicht allen. Du nicht kannst, allen. Wenn jetzt du gegen vorne laufst mit einem Spieler, der den Ball hat, Ja. und einen anlaufst, Ja. dann kannst du mit L1 oder R1 sagen, ob er so entgegenkommt oder in die Teufel laufen. Ah, das ist wichtig, ja. Das ist wichtig. L1, Weil den Doppelpass kenne ich schon, weißt du, den Doppelpass kenne ich schon. Ja. Mit L1 ist es, glaube ich. Nein, warte jetzt. Wenn du L1 mit L1 spielst, dann läuft er. Der gehst du und der andere läuft nachher, genau. Du kannst aber auch laufen und wenn du in seine Richtung schaust und L1 antippst, dann sucht der Teufel von allein, ohne dass du anspielst. Du musst einfach nur einen Shot tippen? Genau. Okay. Aber das ist manchmal auch schwierig. Dein Stream rettet einen jeden Tag. Ich weiß nicht. Ich streame 2-mal pro Woche. Jeden Tag kann es nicht sein, aber... Wer ist der Fishpick, Mann? Der Fishpick? Der Fishpick, den kennst du vielleicht so schüch. Simon. Simon Martella heisst er, glaube ich. Ja. Jetzt, was macht er für den G-Net dort? Da denke ich mir, wer bist du? Ja, er hat mal am Anfang, als die Community gemacht ist, ja, der glaube ich mal erzählt von ihm. Mama, ja, wir haben uns auch schon austauscht. Ja, habe ich dir mal gesagt, da ist einer dabei, der bei G-Net oder ja, wir haben uns schon austauscht. Er hat ja auch den Namen drauf. Er ist bei uns auch in der im Facebook bei der G-Net dabei. Weißt du, Redakteure. Aber wir kennen uns. Wir haben uns zwar, glaube ich, noch nie, ich weiß nicht, wir haben uns, glaube ich, noch nie gesehen, real life, aber wir kennen uns, ja. Machst du echt dort noch etwas? G-Net, nein, G-Net ist over. Aber schon, nein, es ist allgemein over, was Gaming-Content anbelangt. Es ist over, was die ganze Schweizer Streaming-Szene anbelangt. Es ist einfach over dort. Es ist over. Ich bin immer noch sehr glücklich, habe ich so viele gute Leute kennengelernt. Und mit denen nehme ich gerne immer noch eins oder tue mich gerne immer noch unterhalten. Aber es gibt auch einfach viele Idioten, die halt einfach irgendwie auch noch dazugehören. Und ja, weißt du, das Smalltalk und das. Nein, ich habe keinen Bock drauf. Darum ist auch dieses Jahr Hero Fest eigentlich so auf der Waage gestanden, weil die anderen Idioten sehe ich auch dort. Und auf das habe ich eigentlich nicht wirklich Lust, oder? Weil für mich ist die Schweizer Streaming-Szene ein Fiebertraum. Das ist für mich einfach ein Fiebertraum. Also die ganze Content... Also ja. Was ist ein Content Creator, was ist kein Content Creator, könnte man jetzt auch wieder die Bubble aufmachen und das diskutieren, aber für mich ist einfach ein Streamer kein Content Creator, außer du machst auf anderen Plattformen Content. Und das heisst nicht, dass du deine Twitch-Clips auf Insta und das ist nicht Content Creator. Du bist für mich Content Creator. Du bist eigentlich der Einzige für mich, der mit Streaming eigentlich angefangen hat, gross. Wo ich weiss noch, wo ich bei dir das erste Mal ins Stream reingekommen bin, das war also so ein bisschen am Anfang, vor 5 Jahren, glaube ich. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Das ist dann, als ich dich kennengelernt habe auf Twitch, wo ich, das will ich nie vergessen, wo ich bei dir gekommen bin und ja, geil, Mann. Dann bist du noch von Grenchen gekommen. Und dann hure nöch, weißt du, und hure geil, hure dein Zeug gefeiert. Das hat alles noch so ein bisschen brachial ausgesehen, deine Logos und so. Wirklich. Also, ist das Norwegen mit dem Cousin? Ist das noch das kann gut, ja, das kann gut möglich sein. Kelly noch ja, genau. Und das ist auch etwas, was ich sage, ich kenne die Fortschritte. Ja. Eigentlich von den Basics her bis jetzt. Das ist crazy, was du für einen Weg gemacht hast. Das ist absolut Spaß. Das ist absolut crazy. Ja, seitdem kenne ich dich. Das ist. Ja. Wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Boah, ich weiß nicht. Du glaubst mir noch. Ja, dann hast du noch bei dem Käseläden oben gewohnt dort. Aber ja, dort mit dem Cousin. Ja, genau. Dann hast du mal gesagt, komm mal vorbei. Hat nicht geklappt, glaube ich. Dann haben wir es uns nicht. Und dann glaube ich, später eins. Ja, keine Schiene, wenn wir uns das erste Mal gesehen haben. Boah, nein, das wüsste ich auch nicht mehr. Vielleicht mal Eracom bist du nie auch richtig dabei gewesen, gell? Mal, ich habe dich noch reingebracht in die Eracom.
Hast du dort noch... Ich habe dir dann gesagt, komm auf den Discord, Era, komm auf den, schon. wir haben mit Community. Vielleicht mal an einem Ära-Event oder so. Oh, das kann gut möglich sein. Ja. Das kann gut möglich sein. Guten Morgen, Lex, natürlich auch. Wunderschönen guten Morgen, Lex. Ja, stimmt. Habe ich dort fotografiert? Er hat dich schon mal fotografiert, sagt er. Dort Instagram-Link da drin. Wir können es leider nicht anschauen, aber... Wer hat mich fotografiert? Der Simon eben. Ah, das kann gut möglich sein, ja. Er kommt jetzt leider nicht mit an die LAN. Pfui! Ja, schade. Nein, schon. Ja, einfach enttäuschend, oder? Aber die anderen zwei von Gnet sehen wir sicher wieder. Wie heissen sie? Nein. Nein. Sieht man sie Der nicht? Sascha, Sascha, ja. der Chef von der Gnet, wird nicht dort sein. Das weiss ich. Weil ich habe mich wieder schlau gemacht. Brauchst du irgendwie... Wir sind ja immer... Der Gnet war immer offizieller Partner vom Hero Fest. Mhm. Das ja, glaube ich, nicht. Okay. Und ich habe mich nur schlau gemacht, kommen ihr nicht. Und scheinbar hat geheißen, nein, dieses Jahr ist Popcorn bei ihnen Okay. relevant. Aber die ist schon jetzt, glaube Ja, ich. das ist das Wochenende. Die ist Ja. jetzt gerade diese Woche. Bin ich im Fall noch nie gewesen. Was? Ja, musst auch nicht gehen, ist überall das Gleiche. Ja. Das ist genau das, was ich... Stell mir das vor wie Fantasy. Bro, ja, also Bro, wirklich, als ich bei der Gina war, habe ich 2-3 Jahre lang jedes Jahr jede verfickte scheiß Convention gemacht. Mhm. Und es ist überall, von Jahr zu Jahr, immer die gleiche Scheiß gewesen. Also du hast die gleichen Stände gesehen, du hast die gleichen Leute gesehen. Es ist wirklich ein Fiebertraum. Es ist ein absoluter Fiebertraum. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt machst du es besser. Wenn Jetzt du hast... weißt, was filmen, weil das letztes Jahr schon drüber Nein, Bro, ja, hast die scheiß Impression, die hast du auch gemacht, die scheiß verfickte Impression-Videos. Kein so schaut, ja, das ist ja all Jahr filmst du die gleichen Stänge, all Jahr filmst du die gleichen Nasen, für was, Mann, für was? Und dann überlegst du mal und so denkst, ja gut, jetzt gehe ich vielleicht nur noch an 2, und das ist schon viel zu viel, 1 längt eigentlich. Und dann war 2 schon zu viel gewesen, und jetzt gehe ich genau noch an 1. Und dann nehme ich einfach Bern, weil Bern für mich am nächsten ist. Verständlich. Ja gut, für mich ist Hero Fest nicht Hero Fest, für mich ist Switzerland Ja. Hero Fest. Ja. Wegen dem ist für mich Hero Fest nicht das gleiche wie die anderen, wo man einfach geht besuchen. Sondern ich bin halt wirklich 4 Tage, das ist 4 Tage mein Daheim dort. Du bist 4 Tage am Schwitzen. Ja, 4 Tage am Sweaten. Stinken, sweaten, saufen. Es hat auch Duschen dort. Ja, ich weiss. Kann ich ein paar nicht erklären zuerst. Ja, das Ja, ich denke, man duscht dort draussen nicht. sind sie, gell? Ich weiß eben nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich habe das Gefühl, Ja. dieses Jahr wird viel anders. Ja, ich hoffe, sie sind wieder draussen, die sollen frieren, Mann. Ja, wir müssen frieren, die könnt auch frieren. Aber ich finde, es ist geil. Es sind alles so Sachen, die dazugehören. Halt so Ja, ja, das gehört Aber- alles dazu. kalte Dusche, duschen und so Scheiße. Ja, Wie an einem safe. Festival. Ja. Aber ja, tipptopp. Anstatt dass du in einem Zelt schläfst, schläfst du gleich auf einer Matratze. Ja, Aber halt einfach mit Dach über wenigstens in dem der Wärme. Ja, wenigstens. Nicht im Zelt, so als Grusi. Und wurde laut und Leute fangen plötzlich Feuerwerk ablassen mit auf dem Zeltplatz. Ja. Und meine Mutter hat eine Panikattacke wegen dem. Mama, ich gehe nicht mit dir an das Festival, es tut mir leid. Sicher. Oh Gott, Das war Mami eigentlich mit meiner Mutter als Frauenfeld. Schon? Ja, das ist hardcore. Das Was, du gehst mit deiner Mutter, bist mit deiner Mutter als das Frauenfeld letzte open Frauenfeld, das ich jemals wird. Nein, vielleicht gehe ich noch mal irgendeine Ja. Scheiß. Ich schließe es nicht aus, aber die Chance ist klein. Ja. Ich sage jetzt mal das letzte, wo ich war und auch das letzte jemals, bin ich mit meiner Mutter gewesen, ja. Weil Crazy. sie ist nie an einem Festival gewesen. Okay. Und sie hat unbedingt noch mal an ein Festival. Und du nimmst du gerade direkt das Frauenfeld mit. Direkt das Frauenfeld, weil sie ist auch Fan so ein bisschen von Apache und so, und Apache ist eben gekommen. Okay. Und dann haben wir gedacht, ja, wir kommen jetzt zusammen Apache Aha. schauen. Aber man muss vorher natürlich Sachen überlegen, wie meine Mutter hat panische Angst vor Gewitter. Vor Masse? Nicht. Nein, einfach Gewitter. Gewitter? Gewitter, Blitze und so. Oh. Kreise. Also wirklich Panikattacken. Mhm. Sie hat extreme Angst vor Feuerwerk. Also sie kann Klopfen nicht abhaben, sie bekommt auch Zustände und sie geht zusammen bei Feuerwerk. Und ja, dann ist es natürlich auch Gewitter am ersten Tag. Geil! Super Voraussetzung. Game over. Nach dem 2 Tagen sind eben Konzerte und so. Der Tag war eigentlich chillig, alles schön. Mhm. Aber Konzerte am Abend natürlich auf der Mainstage Feuerwerk. Dann Leute auf dem Zeltplatz haben Feuerwerk oder laute Sachen. Am Schluss war es für sie doch sehr anstrengend gewesen. Und für Mhm. mich auch so, weil wenn du natürlich mit deinem Mann dort bist und sie ist die ganze Zeit verdammt gestresst oder Ja, abgefuckt und ja, absolut. fühlt ihr eine konstante Panikattacke die ganze Nacht. drin. Scheiße, Mann. Oder muss von der Stage weg, weil es einfach zu laut ist und sie so eine Dauerpanikattacke hat, weil sie die ganze Zeit Angst hat, dass jetzt gerade wieder eine Rakete raufgeht. Scheiße, Mann. Ist halt dann nicht so chillig. Ja. Ist halt dann ein bisschen, ja. Aber Apache war gleich gut gewesen.
Crow war auch gut. Hätte sie es gleich geniessen, das Mami? Sie hat es einigermaßen geniessen. Ja, sie würde auch jetzt sagen, es war super. Sie würde jetzt nie sagen, es war schlecht, weil sie macht gerne so Scheiß mit mir. Ja. Was ihr dann schlecht geht. Sie ist auch mit mir auf die Silverstar gegangen und ist dann 2 Tage K.O. im Hotel im Europapark gsi. Weißt du, sie macht gerne mit mir so Zeug, aber es ist halt manchmal so ein bisschen, ja, sie muss es einfach nur erlebt haben. So, und das ist Aber cool. ich finde das cool, dass du gleich noch mit der Mutter so Sachen kannst machen kannst. Ja, ich glaube, meine Mutter könnte auch noch so Sachen machen, aber ich und meine Mutter haben so ein bisschen ein anderes Ding, wir gehen gerne wandern. Ja, also wir gehen safe, einmal im Jahr gehen wir zusammen wandern. Ja, das ist Dann gehen wir irgendwie so eine Strecke, weißt du. Aber dort bin ich der hinten nachher schnuckert, nicht sie. Ja, das sie geht im Stechschritt und ich habe irgendwie nach 500 Metern schon die erste Plotter an den Füßen, gell? Gut, jetzt vielleicht mit dem Fußball hilft es. Ja, jetzt hilft es, ja. Ich habe es schon gemerkt, konditionell. Weißt du, du gehst ein paar Mal ins Training und du weißt ja die Raucherlungen und so, weißt du, kotzt Training ab. Ja. Es geht hure gut jetzt. Auch wenn ich jetzt eine Woche nicht trainiere, es geht viel besser. Ich kann viel länger, ohne dass wir einen Nassschlaf bekommen. So, ja, allgemein, ja. Das hilft aber schon in jeder Hinsicht, dass du einfach ein bisschen fit bleibst. Ja, macht einfach irgendetwas, Mann. Auch wenn es alltag... Nein, man will fast kotzen am Anfang. Macht so etwas. Ja, und vor allem zieht es durch, auch wenn ihr am Anfang fast kotzt. Zieht durch. Ja, das ist schon mal gekotzt in einem Fußballtraining. Sicher? Ja, ich habe 2 Jahre lang aufgehört. Und dann fährst du wieder an, voll rein, gell? Noch 2 Jahre Pause gemacht mit Fußball. Ich weiß gar nicht wieso. Ich glaube, dann war es Militär. Und der ganze Scheiß, Ende Lehre, neuen Job suchen, Ferien noch dazwischen. Und ich glaube, dort habe ich einfach nicht geshootet. Und dann habe ich entschieden, jetzt gehe ich wieder. Und du denkst halt, ich kann so anfangen, wie ich aufgehört habe. Nein! Bro, ich habe so gekotzt dort nach einer halben Stunde Training, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, schön. Aber eben, das muss ja so sein. Dann musst du wieder reinkommen. Dann musst du zuerst wieder ein bisschen finden, musst ein bisschen spüren, hey, was geht aus. Genau. Und dann musst du wieder ein bisschen an die Limite, musst ein bisschen schauen, wo ist jetzt die Limite, am nächsten Mal wieder, wo ist jetzt die Limite und immer ein bisschen an die Limite und das ist gut. Ja, du musst irgendwie ein bisschen, desto älter du wirst, desto eher hörst du mehr auf deinen Körper. Ja, absolut. Du merkst es auch besser. Du merkst es auch besser. So, ich kann nicht mehr so. Besser deuten. Ja, du kannst so, ein Ausfallschritt oder so, jetzt knackst, weißt du, ich darf auch nicht mehr so, jetzt oder? Ich die nächsten paar Schritte aufpassen, was ich mache. Ja. Es ist ganz verreckt. Und wir sind noch nicht alt. Du bist jetzt 30. Nein, ich fühle mich auch noch nicht alt. Ich fühle mich auch nicht alt mit 40, weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist gleich ein Alter, wo du gleich langsam merkst, du kannst nicht mehr so wie früher tust. Ja, obwohl ich meine, Mann, geht so sicher kann ich das. Ja. Also, aber nein, es geht nicht mehr. Aber jetzt gleich, ich bin gespannt, in einem Jahr, wenn du wirklich jetzt durchziehst, so ein bisschen mit ich glaube, es wird schon besser, ja. Ich glaube, dann plötzlich hast du schon Selbstbewusstsein. So ja, das habe ich auch jetzt schon. Hä? Wie lange geht der Match bei euch? 70 Minuten. 70. 2x35. Oder? Nein, mache ich noch nicht durch. Aber so 35 mache ich durch. Aber nein, 70. Aber das Ziel ist schon 70 Minuten. Ja, safe. Nein, wir wollen ja auch ein bisschen mehr. Weißt, im Training haben wir jetzt immer nur gematchelt. Mhm. Und wir haben viel, so wie ich auch, nehmen wir mich auch mit rein, wo noch ein bisschen basteln. Einfach allgemein Bauchgefühl etc. Einfach im Training viel mehr müssen trainieren. Technisch Training. Genau, damit wir auch eine gewisse Qualität bekommen. Oder du kannst nicht einfach die jetzt schon eine gewisse Qualität haben, einfach, ja, die haben Qualität und die anderen, die kommen einfach, wenn sie kommen können. Oder? Nein, wir müssen eben im Training trainieren, damit wir auch in die Nähe von diesem Level kommen. Ja. Oder? Und aber darfst du auch die Ausdauer auch nicht vergessen. Nein, nie. Du musst schon auch ein bisschen pushen. Ja, aber halt einfach nicht mehr so. Du kannst keine riesen Sprints mehr machen, das kannst du vergessen. Ja, aber so ein bisschen Parkour-mässig, so halb Parkour. Aber weißt du, wir haben einen im Sturm, der schickst du einmal. Das zweite Mal schickst du nicht mehr so. Aber du musst gleich 70 machen. Ja, eben um das geht. Einfach, dass du Condition hast, für 70 Minuten zu spielen. Ja, ist okay. Und nach der Winterpause? Ja, wir trainieren... Machst du 35 auch nicht, wenn du im Training nur ein Match liest? Los jetzt, ja, das schon. Aber wir haben schon Hauentraining ist schon abgemacht, haben wir schon. Ja, also, das ist gut. Hauenschlucht in der Aue. Da bin ich auch gespannt, was du dort erzählst. Ja. Hauen ist dann nochmal etwas anderes, da kannst du nicht schnaufen. Ja, ich weiss. Aber wenn es Hauen-Turnier ist, komme ich da gerne schauen. Nein, ich mache es lieber nicht. Nein. Aber Hauen auch gefährlich für, ich denke auch eben gerade 40 so Senioren. Ja, Verletzungsgefahr hast du überall. Aber Hauen schon noch eins mehr. Ja, definitiv, ja. Weil dort verletzen sich sogar Leute von uns, knacksen den Fuß und weiss nicht was. Es ist schon viel schneller passiert, oder? Ja. Weil
Boden ist extrem hart und Klebrig. du hast andere Schuhe an, die kleben und dann ist schnell mal der Scheichen umdreht, oder? Ja. Aber schon Hauen mit Knieproblemen. Gut, eben das dann auch noch neu. He? Nee, jetzt nicht so eben Aber andere von euch vielleicht so ein bisschen. Ja, viel. Wir haben ja viel. wir haben schon Spieler, die sagen, sie können nicht in die Hauen trainieren. Ja, wegen wegen Knie. Schmerzen, ja. Aber Knie ist halt das Fußballproblem. Also die meisten Fußballer haben Knie. Ja. Das ist halt einfach Wird so, halt Bänder oder fest, wird Knie. halt fest beansprucht. Ja. Ja, das ist normal. Aber ich will gerne nicht hauen. Ich bin noch Ich nie bin halt gesetzt. verdammt der Techniker. Jetzt, hauen ist für mich, das ist mein Platz hauen eigentlich. Schon. Ja. Ja, schwierig mir den Ball wegzunehmen hauen. Testen da. Schwierig. Dann komme ich in den schottischen Schauberg. Der Hauen kannst du eben nicht so richtig. Das kannst du nicht so richtig. Aber hä? das ist eben das Problem. Aber es würde weniger weh machen in Hauen. Schottisch Schauberg. Für Er wer? schnocken nicht an. Ja, für den, der ihn bekommt. Ja, für den, den er bekommt. Ja. Aber für andere würde es auch mehr weh tun. wenn Ja, es dann nicht würde auch mehr weh tun. Oder Ja, gerade auf den schlussendlich. Boden tätschst dort. Oder wenn der Hauen so richtig schön da alles aufreißt, da an der Seite, wenn es Ja. halt nicht für halb hoch lenkt und dann am Boden nachher schläfst. Der Bodenschleifer und der Bodenschleifer Ja. wieder. The Friends. Ja, the Wir haben Friends. es vorhin gehabt, über das Replay. Kann ich da schon noch erwähnen? Am Samstag nächste Woche ist... Kann ich schnell auf die Toilette? Sicher, mach nochmal. Wir können auch schnell ein allgemeines Pause machen. Zigarettenpause. Ja, wir machen schnell eine Ziggy-Pause, liebe Leute. Das werden wir schnell eins melken. Und dann, nach der Pause erzähle ich schnell über das Replay. Oder ich kann es auch jetzt noch schnell sagen, am Samstag. Das ist falsch, das ist Puma. Am Samstag nächste Woche am Hero Fest ist ein 3-gegen-3 Fußballturnier auf einem kleinen Kunststraßenplatz, glaube ich. Also wenn ihr vorbeikommt, kommt dort schauen. Ich spiele dort auch mit. Gegen andere Creator. Könnt auf 3Play, ich glaube 3Play-CH oder so heisst es auf Insta. Dort haben sie noch alle Creator aufgelistet. Warte, schau schnell. Genau, 3play.ch oder 3play-ch auf Insta. Dort sind alle Creator drin, die mitspielen nächsten Samstag. Gibt es ein kleines Fußballturnier. Können wir schauen, wenn ihr Lust habt und am Hero Fest seid. Dynamo! Du. Wir machen eine kurze Pause. In etwa einer Viertelstunde sind wir wieder back, liebe Leute. Oh, Pause durch. Ja. Ich glaube, wir haben eine kurze Pause gemacht. Im Ja, Fall. wir haben eine kurze gemacht, ja. Aber schon okay. Aber ich habe heute noch Match, noch Besammlung. Ja, um 2 Ich Besammlung muss dann die Jungen noch ein scheinbar. bisschen entlasten, dass sie da ihren Kuchen fertig machen können. Aha. Ich gehe noch Ramen fressen. Hast du abgemacht, oder was? Ja. Also auswärts? Nein, eben hier zu Grenken gibt es den Oishi. Das ist gerade dort unten, wo die Altersüberbauung ist. Unterhalb vom Gob jetzt so ein Kreisel. Mhm. Genau gerade dort. Okay. Das ist der jetzt neu, ein oder was? Japanisch, ja, das ist neu, ein japanisches Restaurant mit Sushi. Okay. Und das ist scheinbar nicht schlecht dort. Okay. Und jetzt gehen wir mal probieren. Gehst du mit der Frau einfach, oder was? Nein, mit dem Kollegen, mit dem Stay dort, mit dem Dynamo Ah. Dresden. Mit ihm zusammen? Ja, genau, gehen wir das probieren. Hat er eine Zeit abgemacht, oder was? Nein, noch nicht, nein. Einfach- Sobald wir fertig Hast du gesagt, sind, wenn wir gebe da ich dir noch- schnell Bescheid. Easy. Stay, hast du Hunger, oder? Ja, der hat Hunger. Geht's? Der will seine Huren Rahmen fressen. Nein, jetzt habe ich eben, wir lassen es hier noch gemütlich ausklingen, würde ich Ja. sagen. Was haben wir noch? Gibt es etwas, was dir noch auf der Zunge brennt? Es ist immer schwierig, was brennt denn auf der Zunge? Was willst du wissen? Alles. Nein, wir können ja noch schnell so ein bisschen, wir können ja noch schnell so ein bisschen ein Recap von deiner Streamers, von deiner Phase als Streamer haben wir eigentlich nicht so viel geredet, aber ausser dass natürlich an diesen Events bist, dass sie nicht dort langsam ein bisschen irgendwie anschiessen und dass dort, gut, du bist auch nicht unbedingt immer du bist schon eben für die Schiene gewesen, hast Beiträge gemacht, Videos gemacht, Mhm. aber so als du hast schon lange selber gestreamt eigentlich, von wann bis wann, jetzt, wenn wir sagen jetzt bis, sage ich mal 2025, von wann hast du überhaupt, hast du vor mir angefangen zu streamen? 21. 21, also etwa mit mir hast du das Ja, so 4 Jahre sind es, glaube ich, schlussendlich gewesen. Ja. 4 Jahre gestreamt, ganz brachial angefangen mit Playstation-Übertragung, also Mhm. in Stube. Mhm. Und nachher langsam hast du aufgebaut, oder? Hast du mal einen Krüpp-PC gekauft und nachher hast du die erste Cam gekauft, irgendeine so eine scheiß Logitech, was auch immer, Mhm. wo bis heute immer noch bei mir im Einsatz ist eigentlich.
Und der Content von mir hat sich eigentlich nie gross verändert. Ich war immer mehr selber, habe Games gezockt, bin immer der Hässig gewesen, bin immer scheiß hässig gewesen. Und weißt du, das hat auch viel mit dir gemacht eigentlich. Du bist also ich bin immer hure hässig gewesen. Beim Game, ja. Ja, und nachher das nimmst du mit. Das nimmst Also du bist mit. auch nach dem Stream noch hässig gewesen, Ja, sicher, safe, hässig, scheiß Game, Mann. Ja, nachher Game ist natürlich noch Hand Showdown, mein Main-Game gesehen, die letzten 2 Jahre. Und für die das nicht kennen, ist ein Ego-Shooter im Western-Style. Ja, einfach hässig, einfach. Ja, es ist wie ich wieder FIFA spiele, also eigentlich das Gleiche. Ich hatte eine sehr kurze Zündschnur gehabt. Und ich bin auch eigentlich so ein bisschen bekannt gewesen für die Leute haben das gefeiert, wenn ich hässig geworden und ja, dann lasse ich halt einfach raus. Dann lasse ich einfach wirklich raus. Ja, man feiert es halt auch, es ist auch einfach lustig. Ja, es ist Du findest es auch lustig, wenn ich hässig werde. Ja, eben. Ja, aber safe. eigentlich für einen selber ist es nicht so. Nein, es ist verdammt nicht es lustig. nicht so gut. Nein, es ist verdammt nicht lustig. Und was mich ein bisschen so gestört hat, weißt du, der Chat ist auch immer wie toxischer geworden. Weißt du, so ein bisschen Sprüche drücken und so ist lustig. Und wenn es dann nur noch Sprüche drücken ist, weißt du, du kommst rein, in den Stream, back, die Stream läuft da, willst es eigentlich gemütlich haben, weißt, ein bisschen chillen, ein bisschen Konversationen und dann immer das, weißt, das Provozieren und so. Sticheln die ganze Ja, das Sticheln. Und ich habe ja schon mal Pause gemacht, weil ich von dem Ganzen genug hatte. Und nachher ist es, abgesehen davon, dass ich älter geworden bin und es für mich nicht mehr so viel geheissen hat, das Gaming, bin ich auch gefragt gewesen, weil es ist wieder toxisch geworden. Nein, let it. Ist sie bei anderen auch so schlimm? Nein. Im Chat? Oder Nein. hast du wirklich das Gefühl gehabt, oh, das habe ich doch ein bisschen für mich aufgezogen, das Toxische? Nein, es gibt es sicher bei anderen Streams auch. Habe ich bei anderen Streams auch schon gesehen. Bert ist auch, gut, der Bert handelt das Ganze, weil er tut halt auch, er geht halt auch. Man shootet zurück. Ja. Er shootet halt zurück. Aber bei ihm ist es nicht so schlimm, weil man weiss ja schlussendlich, wie man es meint. Und bei mir ist es halt so ein bisschen, irgendwann ist der Zenit erreicht. Und zum Beispiel ein Swiss Spectre. Du machst es auch nicht mehr tanken? Nein, ich habe es nicht mehr getankt. Ein Swiss Spectre. Weißt du, der Raffi kenne ich über Jahre und ich liebe ihn. Und der hat bei mir einen Permaban bekommen. Er hat bei mir einfach eine dumme Aussage zur falschen Zeit, zum falschen Moment, Permaban. Und dann haben wir uns lang ist das gegangen, bis wir uns dort wieder gefunden haben. Und ja, das ist eigentlich so schade, weißt du, unnötig, so ja. unnötig, weil ich mich einfach irgendwie beleidigt gefühlt habe und ich weiss ja, wie er ist und mit ja gegenseitig sticheln. Oder Ja. es ist ja nicht nur, dass die anderen sticheln. Ja, Aber der hat vielleicht in dem Moment auch nicht das Gespür gehabt. Nein. Ja, der Raffi hat nicht das Gespür. der ist einfach, wie er ist. Und ich habe mein Gespür auch nicht immer. Oder? Ja. Aber schlussendlich sollte es nicht mehr sein. Und das brauche ich auch nicht. Und ich gehe lieber jetzt noch an die Community-Treffen von ERA. Ist ja immer noch, ERA-Community-Treffen gibt es ja ab und zu immer noch. Wenn ich es einrichten kann, dann gehe ich immer noch. Das ist, glaube ich, ein Raclette. Bist du dort dabei? Das weiss ich noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja, ich habe natürlich... Aber ich glaube schon Ewigkeiten her. Ja, ich habe natürlich einen kompletten Schlussstrich gezogen. Ja. Komplett. Von allem, auch von den anderen, habe ich einfach gesagt, jetzt andere Prioritäten. Real Life hat viel mehr Priorität bei mir jetzt. Streams schaue ich halt auch nur noch, wenn du ab und zu mal, wenn ich dazu komme und ich sehe, du bist live, dann schaue ich bei dir rein. Und sonst bin ich eigentlich viel mehr so politisch, nicht unbedingt engagiert, sondern mich interessiert einfach Politik extrem. Und von dem gibt es halt einfach viel auch halt auf Socials. Und das ist so ein bisschen mehr mein Metier jetzt. Gaming ist weg, mehr politisch. Aber Politik ist auch recht toxisch. Ja, ist es. Kommt immer darauf an, in welchem Gefäß du dich befindest. Oder? Ich bin in einem Stream inne, wo alles Antifaschisten, also alles Linke sind, alles Antifaschisten sind. Und dort werden die ganzen Demos übertragen, die ganzen Schwurbler-Demos, die ganzen rechtsextremen Demos. Und wir machen uns sozusagen wie ein bisschen lustig darüber. Also wir nehmen das auch ganz ein bisschen wie mit Humor. Wir gehen dort nicht grosse Diskurs rein im Chat. Allgemein gehen wir dort nicht. Gestern war zum Beispiel ein Stream, wo in Berlin und in Düsseldorf, glaube ich, eine Palästina-Demo war. Und da kommen natürlich schon Diskussionen im Chat drin. Aber das wird eigentlich sozusagen wie ist eine Regel vom Chat. Wir
tut sich nicht, wir fängt nicht davon diskutieren über einen Nahostkonflikt. Es halten sich nicht immer alle dran. Und ja, also es ist eigentlich so ein bisschen mehr, wir machen uns ein bisschen mehr lustig über die Leute, wo es ist eigentlich ein ernstes Thema. Mhm. Der Rechtsruck in Deutschland ist ein extrem grosses Thema und beängstigend. Und wir machen uns gleich lustig, also nicht unbedingt lustig, schauen wir die doppeln an. Oh, sie sind scheiß Faschisten. Faschisten sind scheiße. Denen darfst nicht, dürfen nicht vorankommen. Denen musst du immer gegen eine Parole bieten. Mhm. Aber ich bin immer noch, auch wenn du rechts eingestellt bist, ich gehe immer noch gerne mit dir in den Diskurs rein. Weil mir nimmt die Wunder, wieso bewegt dich das dazu, so zu denken. Mhm. Oder? Und meistens sind halt die Argumente extrem flach und wenig aussagekräftig. Und halt, ja, ich habe das dort gelesen, ich habe das dort gelesen, ich habe das dort gelesen. Bro, das Internet ist so gross, informiert dich bei den richtigen Quellen. Mhm. Ja, gesehen wie. Das ist jetzt ein Thema, das ich auch viel höre. Also zum Beispiel, aber jetzt, ich höre jetzt, aber Stay kennst du ja sicher. Ich glaube, Ja, du Stay schaust auch ist, viel Stay ist geil. Ich schaue sehr viel Stay seine Videos. Und ja, also, weißt, man muss auch sagen, viel, aber ich sage jetzt mal über die, die man sich lustig macht, die richtig Faschismus gehören oder die wirklich Faschisten sind. Ich sage mal, viele von diesen Leuten sind ja einfach irgendwie dumm. So. Es gibt auch sehr viele einfach dumme Leute. So. Deutschland ist strohdumm. Also weißt, Also, es ist ja nicht nur Deutschland, aber Nein, so ein nein. bisschen, Nein, aber... man merkt halt, je extremer die Lager werden, denkt es mir aber, desto weniger Hirnzellen sind aber vorhanden. Es geht aber ein bisschen beide Richtungen. das geht ja, da Weißt bin ich du, wieder. Und das sind ja auch die Leute, die eigentlich nicht mehr kannst normal diskutieren kannst. Ja, meistens also Extremismus ist sowieso in beide Richtungen nicht cool. Eben, ja. Ist nicht Und- geil, nein. Und ich merke immer, je sturköpfiger die Leute werden, meistens je mehr sind sie in eine gewisse Richtung. Mhm. Das ist ja auch offensichtlich so, weil wenn du halt ganz rechts bist, hast du ganz rechts deine Meinung. Mhm. Und die lassen sich ja meistens dann gar nicht irgendwie. Aber das ist dann mein Problem, das ich mit so Sendungen wie Arena und so habe. Die sind meistens ist einer dabei, der könnte mit jemandem diskutieren, wenn noch jemand anderes dabei wäre, könnte. Aber die anderen haben einfach so sture Meinungen. Und das ist dann, wegen dem kann ich mir so Zeug auch nicht geben, weil es einfach so Scheuklappen-Denken ist. So, das ist meine Meinung und ich habe die Erfahrung gemacht. Und die Erfahrung hat mich so geprägt, dass ich habe das gelesen, dass ich mich nicht mehr bekehren oder weiss nicht was, ja. oder dass ich gar nicht bereit bin, irgendwie zuzulassen. Und wegen dem, ich kann mit Politik relativ wenig anfangen. So. Mhm. Weil, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht, wenn du auch zu lange in der Öffentlichkeit gearbeitet hast, wo du wirklich auf Leute aus jeder Sparte triffst, denkst du einfach so, Bro, ich habe gar keine Lust, mit euch zu diskutieren. So. Ich bin so ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ich kann zu jedem Thema kann ich mir meine Meinung irgendwie bilden, mit einem gesunden Menschenverstand, mit ein bisschen einfühlsam, weißt, mit ein bisschen Empathie, sage ich jetzt mal, gegenüber den Leuten, die dort beteiligt sind. Und dann am Schluss gibt es einfach aber teilweise auch nicht eine Meinung. So, am Schluss gibt es Sachen, die wirklich hure schwierig sind. Aber jetzt, egal was für Diskussionen, egal ob es jetzt die Einwanderung ist, klar, eben, erstens, es fällt ja schon dort an, dass es scheiße ist, dass die Leute von dort weg müssen, wo sie eigentlich aufgewachsen sind. Irgendwo, es sind so viele Aspekte, weißt du? Ja, Dass es am aber Schluss gar nicht eine Lösung gibt in dem Nein, Sinn. klar und dann nicht, musst du mit Leuten diskutieren, die denken, sie haben die Lösung und sie wissen genau, wie es am besten gelöst ist. Und dann denkst du so, Bro... Schlussendlich weiss das niemand. Eben. Aber du musst immer faktenbasiert sein, oder? Weil ja, meistens, gut, faktenbasiert musst du immer bleiben. ja, aber meistens aus dem rechten Spektrum kommt eben sehr wenig faktenbasiertes. Ja, mal aus ihrer scheiß Telegram-Gruppe kommt faktenbasiertes Zeugs, aber das sind keine Fakten. Das sind irgendwelche Zahlen, die sie irgendjemand hernehmen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, oder? Und mit dem habe ich einfach nachher eine Mühe damit, oder? Also ich muss dir eins sagen, in der Schweiz, unser rechte Lager, das ist extrem menschenfeindlich. Also wenn du an der SVP ihre Propagandas anschaust, ihre rechtspopulistischen Seiten, die sie haben, wo sie irgendwelche du kennst ja das mit den Schöfli, das ist das beste Beispiel. Ihre Plakate mit der... Das ist immer noch präsent. Sie kommen immer wieder mit dem Scheissdreck. Okay. Oder? Es ist immer ist der Ausländer die Schuld. An allem ist der Ausländer die Schuld. Die Krankenkassen gehen rauf, der Ausländer ist die Schuld. Das ist genau das, oder? Es wird immer auf den abgewälzt. Und was auch etwas ist, wo
du sicher auch selber ertappt hast oder ich mich auch schon selber ertappt habe. Es ist immer einfacher, gegen runter zu shooten, als gegen rauf. Im Stil von, ja, die auf dem Sotz leben, die bekommen ja viel zu viel über. Weißt du, was ich meine? Die armen Siechen dort, die können ja arbeiten. Nein, es ist vielleicht ein kleiner Prozentsatz, wo könnten und nicht die, oder? Und die meisten, die brauchen die Unterstützung, oder? Und die haben ja schon wenig. Wieso willst du denen noch weniger geben? Oder? Ja, dort weiss ich Obwohl, nicht zu wenig, und nachher der Vergleich bei denen, die viel zu viel verdienen, wer shootet auf die? Wo ist da der Ja. Vergleich? Du sagst ja Es nicht... sollten schon die Jungen sein, eigentlich, die bei denen Druck machen, weil die sind ja viel weniger. Aber Nein, Problem eigentlich ist solltest du auch bei dann- denen das machen... Problem ist auch, dass die eben die Entscheidungen herbeiführen, oder? Die am meisten verdienen, dass die am meisten Einfluss Ja, aber haben. das ist Lobbyismus. Eben, Und ja. genau dort solltest du eben die Schrauben anziehen und nicht bei denen, die sonst schon nichts haben. Ja, Und das ist halt... In der Schweiz ist es jetzt ein bisschen weniger schlimm. weniger schlimm, aber in Deutschland ist es extrem mit dem Bürgergeld und so. Oder? Das ist jetzt einfach nur ein Thema. Oder? Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, weil Ja, das wird nach Ewigkeit. das wird Ewigkeit. Aber für mich ist es einfach schlussendlich, ist Faschismus ist keine Meinung. Faschismus, also menschenfeindliche Einstellung. menschenfeindliche Einstellung ist nicht unbedingt politisch gesehen. Das ist einfach Menschenhass. Das geht gar nicht in meinen Augen. Und das hat einfach gar nichts zu suchen. Das muss man bekämpfen. Mhm. Ganz klar. Ganz klar. Ich bin sehr links eingestellt. Und ja, ich heisse nicht immer alles gut, was die linke Politik macht. Oder? Mhm. Aber alles was Menschen haben, wenn du schon gegen eine Minderheit stossest und dort die Kraft gibst, um das zu bekämpfen, nein, voll nicht, da bin ich nicht dabei. Mhm. Und da bin ich, oder viele sagen immer, ja, die Antifaschisten sind eigentlich die richtigen Faschisten. Ich weiß nicht, die kommen auf das, keine Ahnung wieso. Aber eigentlich, wenn es keinen Faschismus geben würde, würde es auch keinen Antifaschismus geben. Wir sind eigentlich der Logischerweise, Gegenpol ja. dazu. Ja, wenn's, Ja. ja. Ja, schwierig. Politik einfach sein. Ja, Nein, aber nein, einfach nicht. Politik, eigentlich in meinem Stream lohne ich es sein, sicher eigentlich nochmal. Aber Podcast soll jetzt nicht so meine klassischen Streams, aber jetzt in einem JFC-Stream würde ich nie über Politik reden. Jetzt bei einem Podcast ist es ein bisschen etwas anderes. Da kann man Ja, gut da- mal auf so ein Thema eingehen. Ja, Aber es ist, ich bin dort durch halt relativ einfach gestrickt. Ich halte mich aus Politik raus. aber es wird auch bei dir, auch desto älter du wirst, umso kommt's mehr wird es mehr Thema. Wahrscheinlich kommt es mehr. Ja. Es wird Das einfach mit mehr dem- Thema, mit es dem wird rechne ich, automatisch. Ja. Weil es auch kommen dein auch- eigenes Leben beeinflusst, oder? Schlussendlich. Ja, und Gehst du halt, wählen? Nein. Voilà. Irgendwann wird das Thema, damit du siehst, weil es betrifft dich plötzlich. Weißt du, mehr desto früher betrifft es Ja. dich. Ja, das nehme ich schon an. Aber jetzt, ich sage auch gerade mit einem Kind, siehst du vielleicht nicht die Welt ein bisschen anders. Ja. Und dass sie dort noch ein bisschen andere Sachen interessieren. Das Problem ist, ich bin dort durch recht, wie soll ich sagen, ich bin zum Beispiel auch, ich bin auch nicht religiös. Weißt, ich sage auch nicht, ich bin Christ oder so. Ich gar nicht. Oder weißt, und für mich geht es so ein bisschen teilweise in die gleiche Richtung rein, so ein bisschen Glaubensgemeinschaften. Einfach so ein bisschen die, wo ich glaube, die bei der SVP sind, so, ja, wir gehen einfach an die Versammlungen, egal ob es jetzt SP oder SVP ist, oder dort gehen einfach Leute her und dann wird denen gesagt, was sie sollen denken. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So wie Religion, wie du in die Kirche gehst. Ja. Es Und hat ja schon ein bisschen etwas, Ja. ja. Und dann denke ich aber so, Bro, ich bin hier daheim, mache mir meine Gedanken, wenn ich mal wirklich ein tiefgründiges Thema habe, wo ich darüber nachdenken muss. Und dann kann ich doch einfach für mich allein, wenn du ein gesunder, normaler Mensch bist, kannst du doch entscheiden, was ist gut, was ist recht, was ist nicht recht. Ja. So, und es gibt halt eben nicht immer, das ist eben auch das, es gibt halt immer, du musst immer Ja oder Nein wählen. Das Schwarz-Weiß-Denken. Ja, und es ist immer nur so oder so. Und es ist halt, die Welt heutzutage ist so, es ist auch früher schon komplex gewesen, aber du hast noch nicht so alles mitbekommen. Heutzutage bekommst du alles mit. Du hast so viel Fake News, du weißt nicht mehr recht, was ist was. Und am Ende des Tages bin ich inzwischen so eingestellt, eben, dass ich mich um das kümmere, was mich auch betrifft. Schon völlig okay. Weißt, es ist, aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Umfeld, jetzt im näheren Umfeld oder so, wenn ich irgendwie noch sehe, okay, das betrifft jetzt die Person und die fängt mit mir darüber an zu Mhm. reden,
in dem Moment fängt es mich ja auch an betreffen und ich fange auch an darüber reden und mir meine Gedanken machen. Und dann tue ich zuerst mal so abwägen, wenn es jetzt um eine aktuelle Wahl geht zum Beispiel. Dann tue ich im ersten Moment immer für mich entscheiden, so, ja, ist das Thema jetzt für mich so entscheidend, dass ich muss wählen muss. So. Und jetzt bei den meisten Fällen im Moment ist es so Nein gewesen, so, weil Bro, jetzt auch, ich weiß auch nicht, jetzt wird ja über E-ID und so abgestimmt. Ja, aber wichtig ist einfach, dass du deine Stimme abgibst. Ja, aber Bro, es ist in den meisten Fällen ist meine Stimme ist mir scheißegal, was du machst. Ja, das setzt dir aber gleich nicht schlussendlich, oder? Du hast ja gleich deine Meinung, hast ja du, und du hast ein Stimmrecht. Ja, aber ich habe Das nicht immer eine Meinung. Ja, logisch. Weißt Aber du hast ein Stimmrecht. Setz dein Stimmrecht ein. Egal auf welches Lager es geht, oder? Ja, aber Wichtig meistens ist, dass der Geist weder stimmen. noch. Ja, ja. In vielen Fällen ist es weder noch. Okay, es ist so. dir einfach scheißegal. Ja. Okay. Es kann Aber sein, hast du dass nicht es irgendwie später eine mal- Präferierung, wo du mehr sagst, ja mal, ich tendiere mehr Das zu... informiere ich mich auch zu wenig. Ja, Das informiere ich mich auch zu wenig. okay. Weißt du, ich bin auch nicht einer, der immer gut stimmen. So ist es nicht. Ich habe auch schon Abstimmungen verpasst oder was auch immer. Vielleicht, weil ich mich zu wenig darum kümmere, keine Ahnung. Aber es ist halt alltäglich geworden bei mir. Ja. Das Weltgeschehen, Einstellungen, was drum und drum ist einfach Aber das mir Problem ist auch, eben, ja, ich dort- beschäftige mich halt ja. extrem damit, dort oder? habe ich eben ein bisschen das Problem, dass ich... Das Ding ist, du hast so viele Probleme, die dich ein bisschen Kreis angehen. Ob es jetzt nur der Kleine ist, wo man muss schauen, wer bist du rum, bist du genug rum für einen Kleinen, bist du genug rum für deine Frau. Eben schaust du, dass du genug Zeug machst, die dich selber erfüllt. Kannst du es einrichten. Du hast so viele Probleme. Ich habe einfach keine Kraft mehr, noch um die Weltprobleme zu kümmern. Ja. Und ich sehe bei vielen Leuten, oder so nehme ich es wahr, sage ich jetzt mal, dass sich viele Leute selber kaputt machen, weil sie sich um die ganze Welt kümmern. Weißt du, weil sie wollen, eben da gehen viele Leute, eben da reden sie zusammen über Gas, obwohl sie gar nichts mit dem zu tun haben. Weißt du, es sind halt viele Themen und die Leute reden über Amerika und da redest du über Deutschland. Deutschland ist relativ nahe, aber selbst jetzt, dass ich über Deutschland muss diskutieren, es ändert doch nichts. So. Und Das ist ja schlimm, eben, dass sich eben nichts ändert. ja, aber ich gleich, habe weißt meine du- eigenen Probleme, die mich schon genug Ja, beschäftigen. ja. Aber ich denke eben weiter, weißt du? Ich denke eben die Probleme, die auch Amerika beeinflusst uns, Deutschland beeinflusst uns auch. Alles andere, alles was... Wir denken immer, wir leben hier in unserer... Wir sind ja sowieso liberal und uns kann sowieso nichts, weil wir sind die Schweiz und wir sind unabhängig und wir sind... Wie sagt man... wie heisst das Wort? Jetzt habe ich das Wort nicht mehr. Neutral. Neutral. Ja. Uns kann sowieso nichts. Aber gleich die ganze Welt, die uns umdreht, also die ganzen Nachbarsländer, das beeinflusst uns auch. Amerika ja sowieso. Du siehst ja schon nur mit den Zöllen, was wir für Zölle haben. Oder? Und wir müssen uns auch unsere Gedanken machen, oder? Wie wir das so können. Und das ist nicht nur kurzfristig, sondern mittlerweile bin ich so, dass ich langfristig denke. Oder? Wie sieht das aus in 10 Jahren? Was ist, wenn was passiert? Nicht nur wegen mir, sondern auch wegen meinen Kindern. Oder mir geht es eher darum, oder? Ich will ein bisschen, mich interessiert auch, was passiert. Oder ich kann dir jetzt ehrlich sagen, im Moment, jetzt, würde ich mir zweimal überlegen, ein Kind auf die Welt zu stellen. Ehrlich gesagt. Nicht der Punkt, ja. Ehrlich gesagt, das ist wirklich, also wenn du wirklich informierst und schaust, was um uns herum abgeht, ist crazy, Bro, ist crazy. Crazy. Aber eben wegen dem, ich probiere das möglichst zu vermeiden. Ja, Weil es ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus von dir. 100%. Ja. 100%. Ja, ich stelle mich dem lieber, weil es mich halt einfach auch interessiert. Ich habe das Gefühl, dass es würde mich zu kaputt machen. Meinst du? Das Ja. habe ich eben am Anfang auch gemeint. Es Also würde mich weißt du, zu ich weiss, kaputt wenn machen. abschalten. Wenn es mir zu viel wird, dann schalte ich auch ab. Oder? Also ich bin nicht einer... Ich lese gar keine Zeit... Also Zeitungen 20 Minuten lese ich schon gar nicht. Das ist alles Schon, populistisch. Ja, alles Blick und so, das ist alles... Das ist Hetzerei, das ist mit Übertiteln arbeiten, die wissen, wie es funktioniert. Ja, das ist oder? einfach Klicks generieren. Das ist Clickbait, ja. Das ist absolut Clickbait. Und die meisten... Es ist ja eben crazy. Und dort ist auch viel Rage-Bait. Ja, logisch, Und ich hasse natürlich. das, Bro. Logisch. Ich hasse es. Und dann kommen die ganzen Boomer, jetzt zählen wir noch nicht zu den Boomers, aber die kommen nachher, ja, der hast gesehen, wieder dort ist wieder einer. Weißt du, was ich meine? Die lesen einfach, und sie lesen nicht den ganzen Text, oder? Und das ist das, was mich nachher so hässlich macht, oder? Lest den ganzen Beitrag Aber und eben dann wegen bildet dem- er nochmal die wegen Meinung dem drüber. Ich diskutiere gar nicht. über Nein, das das darfst du auch nicht. Nein, also, mit dem habe ich auch abgestellt. Mit dem habe ich Mhm. abgestellt. So, ich probiere mich so viel genug zu informieren, dass ich selber kann sagen kann, so,
meine Meinung ist so. Meine Meinung ist einfach so, wie soll man sagen, eine Meinung, die einen gesunden Menschenverstand vertritt. Einfach Das ist so. ja völlig okay. Weißt, mehr nicht. Ja. Und jeder Und hat seine Meinung. ich muss es auch nicht, ich muss es niemandem aufzwingen. Ja. Und wenn ich mit jemandem rede und merke, okay, der ist nicht offen eingestellt oder nicht, oder seine Meinung ist von irgendetwas geprägt und er ist irgendwie so, weißt, und du kannst gar nicht richtig, dann ist für mich auch schon viel oben dort. So, dann, so, nein, Ja, und dann helfen schlussendlich bei solchen Sachen helfen nachher einfach Fakten. Oder entweder kennst du die Fakten oder kannst du noch oder ja, kannst Fakten auf den Tisch legen. Fakten, ja, Nein, nein, ja, nicht. genau. Das ist Aber ja das grosse Wegen Problem. dem kann oder? ich dort auch schwer schon sagen, Ja. okay, ja, ist gut, du Ja. musst vielleicht... Also ich auf einem anderen Tisch. So, Ich weisst, gehe ja, mässig so. ich gehe auch mittlerweile. Früher bin ich, also vorher bin ich eher so gewesen, ich will, dass die begreifen. Und das war auch so ein bisschen fast wie ein Aufzwingen gewesen. Denen das wirklich in den Ring reinzudrücken, hey, so ist die Faktenlage. Wieso kannst du nicht den gesunden Menschenverstand einschalten und das anerkennen und einsehen? Mittlerweile sage ich, nein, das ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Der hat einfach seinen stur gering, oder? Die Ausländer sind schuld, was auch immer. Muss nicht unbedingt das sein. Aber der lasse ich es auch sein. Weil Ja. bringt nichts. Nein, weil du machst dich selber kaputt am Ende des Schlussendlich, Tages. ja. Du machst dich selber kaputt. Schlussendlich. Und ich sehe es, oder du könntest dir Gedanken machen, jetzt auch, oder jetzt das Thema Umwelt ist ja so ein bisschen gestorben jetzt. Ja, mich jetzt einfach unter den Teppich, Eben. aber es ist nicht gestorben. Es ist nein. ja, aber eben, es ist nicht mehr präsent. Es ist wichtiger als eh und je, so. Ja, eigentlich. es ist nicht mehr präsent. Nein, logisch nicht. Jetzt Amerika ist schon präsent. Genau. Russland, Ukraine ist immer noch präsent. Gaza da eben, oder Ding ist sehr präsent. Palästina und so weiter. Und Bro, wenn ich mir den ganzen Tag Informationen reinholen, was jetzt dort Bro, du gehst kaputt. Du gehst kaputt. Weil es Nein, passiert nein. so viel Zeug, wo Ja. für mich als einfach Mensch mit gesundem Menschenverstand, es ist so viel nicht nachvollziehbar. Mhm. Du liest jeden Tag von Sachen, Problemen, die einfach nicht nachvollziehbar sind, wo du daran kaputt gehst, wenn du eine Begründung für das willst einholen oder willst suchen. Oder Nein, so mach das nicht. Weil es Eben, ist ja eh, wie und es ist. es Es ist ja eh, wie es ja. ist. Und das ist dann so. Aber eben eigentlich, wenn du über die Sachen willst diskutieren willst, musst du ja schauen, müsstest du dich eigentlich informieren, was ist die Vorgeschichte, was ist passiert, wieso, weshalb, warum. Mhm. Wirst ab allem, meiner Meinung nach, wirst du ab allem kaputt gehen. Und da schaue ich lieber, wenn ich merke, ich fange über so etwas an zu studieren, dann muss ich mich aktiv irgendwie zusammennehmen und dann fange ich lieber an zu studieren. So, ja, bin ich jetzt genug daheim für Kelly? Ja. Weißt du, so, Ja, das ist aber auch völlig dann muss ich okay. mich Ja. wieder zusammennehmen und sagen, hey, schau, dass es deinem Kreis gut geht, Mhm. dass du zum Beispiel alle Leute, die auf mich zukommen, versuchen wirklich, das habe ich früher mehr gehabt, dass ich ein bisschen vorurteilbehafteter war. Mhm. Dass ich wirklich auf alle Leute, die ich neu kennenlerne, ohne irgendein Vorurteil oder ohne irgendeinen Eindruck, den ich mal nicht mehr gesammelt habe, in einem Stream oder in einem Chat oder wo auch immer, wo ich nur den Chatnamen gelesen habe und dann aber gewusst habe, das ist die Person, dass wenn ich näher in die Konversation gekommen bin, dass ich das auch gleich ausblenden und Ja. das neu auffassen. Und das ist, dass ich mich wirklich mehr auf das, auf meinen Kreis, auf meine Leute, auf die auf mich zukommen, neue Leute, die ich kenne, sind dort, dass einfach dass die Leute einfach alle positiv mir gegenüber eingestellt sind. Mhm. Und die ich merke, dort, von denen will ich keine positive Einstellung, die lasse ich eh sein, so die, weißt du, so, ja, lass sein. Das war halt gewesen. Das ist ja völlig okay. Und ich habe eben das Gefühl, wenn jeder so würde denken, dann wäre doch auch alles okay. Nein. Oder wär's, nein, kannst nicht. Es braucht eben schon beide Lagen. Die sich dafür einsetzen und die andere Prioritäten setzen. Du bist jetzt eher der den Kleinkreis nimmt und es gibt den Kreis, der den grössten Teil nimmt. Und das ist ja völlig okay. Ich sage nicht, du musst. Nein. Oder? Du hast andere Prioritäten und das ist völlig okay und das akzeptiere ich auch. Also, ich bin der Letzte, wo irgendetwas nicht akzeptiert. Ausser es ist menschenverachtend. Dann akzeptiere ich es nicht. Aber sonst akzeptiere ich eigentlich alles. Wäre ja dumm. Wäre ja dumm, wenn ich würde sagen, ja nein, nur weil du dich nicht einsetzt oder dich zu wenig informieren oder von der Weltgeschichte etc. kann ich nicht mehr hängen mit dir oder kann ich nicht mehr diskutieren mit dir. Wäre ja absoluter Schwachsinn. Darum,
fühl dich nicht irgendwie an Gring gestossen oder so. Nein, gar nicht. Wenn das für dich stimmt, so, ist das völlig okay. Und ich würde auch nie sagen, ich muss dich jetzt zwingen dazu, offener, also breitspuriger zu denken. Oder? Ich gebe aber einfach ein bisschen mehr so die Anstöße, ja, wieso nicht, oder wieso macht man es nicht? Oder aus diesen Beweggründen. Das ist ja völlig okay. Ja. Wenn du die hast, Für mich ist okay. für mich ist eher so ein bisschen das, so, aber es gibt ja viele Leute, die sich um die ganze Welt kümmern, also Mhm. jetzt um die ganze Welt kümmern, die sich wirklich bei jedem Thema gerne einbringen. Und von denen sind halt viele Leute, also sage ich mal, sehr viele Leute von denen sind so, wenn ich die anschaue, so denke ich mit dir, weil ich eigentlich nichts, weißt du, mit dir nichts Ja. zu tun habe. Ja. So, weißt, und ja, man hat fast ein bisschen Angst davor, dass wenn man sich dann wirklich mit so Zeug intensiv, dass man auch so wird. Weißt du, so die Leute, Aha. oder ich sehe eben, die Leute, teilweise siehst du auch, wie sie kaputt gehen dran. Mhm. Weißt du, wenn so, Bro, du zerbrichst dir den Kopf den ganzen Mhm. Tag. Jetzt also nehmen wir mal Umwelt dann zumal. Du zerbrichst dir den Kopf den ganzen Tag über die Umwelt, aber irgendwie. Schau doch mal, dass irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, aber das machst du. Es Schau gibt doch sicher, mal, dass irgendwie es gibt sicher Sohn solche vielleicht ein Leute- Anliegen. ja, Dem ja. Sohn geht vielleicht das Internet nicht auf der PS. ja, ja. Bro, Und es gibt schau sicher solche Leute, die sich so verfressen sind. Ja. Oder? Ich bis jetzt zum Beispiel nicht. Ich nicht. Wenn sie gerade präsent sind, wenn ich zum Beispiel etwas lese oder in einem Stream bin, dann ist es für mich präsent. Oder ich in einem Diskurs bin, dann ist es für mich präsent. Ansonsten ist es für mich nicht präsent. Mhm. Also ich habe nicht 24 Stunden lang Problematik auf der Welt im Kopf hin und mache mir Gedanken darüber. Das ist nicht so. Aber es gibt sicher so Leute, die können nicht mehr schlafen wegen dem. Das gibt es safe. Mhm. Das gibt safe. Aber denen wünsche ich einen Ausgleich, dass sie das eben nicht haben. Ja. Ja, das ist eben dort. Ich habe eher Angst davor, dass wenn ich mich darum tun würde. Dass du Ja, weil ich denke krass viel. wärst. Ich denke sehr viel und ich denke sehr viel schnell, sehr weit, Ja, sehr tief. ja. Und meistens, wenn das so war, wenn ich das auf irgendwelche Weltprobleme abgebrochen habe, Ja, dann dass lass ich. dann landest du irgendwo bei neuem. Ich verstehe nicht, warum das passiert ist. Verstehe Ja. nicht. Ja, nein, darfst du nicht. Das Hinterfragen ist sowieso. Hinterfragen ist gut. Ja. Bei vielen Sachen, aber bei anderen Sachen ist es eben wiederum nicht gut, weil das ist ein Rabbit Hole. Ja. Das Was ein ist auch fucking eben jetzt Rabbit Hole. beim Russlandkrieg, oder? Das sagst, oder? Also, weißt du, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Es ist. Also, weißt du, schon nur einfach Krieg an sich. Es ist Bullshit, so, weißt du? Immer Krieg ist immer scheiße. Und dann. Oder dann stellst du dich auf die Ukraine-Seite, sage ich jetzt mal. Und dann kommen Leute auf dich zu und sagen: Ja, du weißt schon gar nicht, um was es dort gegangen ist vorher und so. Weißt du, Ukraine Ja. hat auch, die haben dort alle Länder eingenommen und so. Ja. Die ist schon lange. Die bringen dort schon lange Leute um die Ukraine an der Grenze und so. Mhm. Und die Russen wehren sich auch. Und dann ich so: Ja, von dem weiss ich nichts. Weißt du? Ja, Kann ja sein. ja, Keine Ahnung. ja. Oder? Und dann fährst du dir anhand von diesen Sachen, die du wieder mitbekommst, zurückbekommst von dem, fährst du dir wieder deine Gedanken davon machen. Und am Schluss, ja, wenn das wirklich so ist, verstehe ich das auch nicht. Aber ich verstehe das andere auch Ja. nicht. So, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, Und dann am Schluss hockst du so dort und denkst so: Ja, wieder ein Thema, das ich am besten einfach ausblende. weil aber es dann zu musst du weit auch, weg ist. wenn du eben die Faktenlage nicht kennst, korrekt, dann musst du es aber auch, dann kannst du auch nicht diskutieren. Aber die findest du heute fast nicht mehr raus, Bro. Mama, also Geschichte findest du immer raus. Geschichte ist geschrieben. Geschichte ist geschrieben. Ja, Also, aber wo? das ist. Hä? Überall, Bro! Bro, Aber es nicht gibt in Leute, die den Holocaust lügen. Bro, das ist passiert. Ja, da ist schon was. Ja, Bro, Ja, ja. aber es gibt es. Aber was jetzt dort, was vor Russland, dort, ich weiß nicht, ob du so schnell rausfindest, was dort Mama, das findest du raus. Das findest du raus. Mit der Zeit weisst du langsam, wo du die korrekten Quellen findest und wo nicht. Also auf Social Media schon mal nicht. Ja, Dort musst du nicht klar. suchen für korrekte Geschichte, wo passiert ist. Aber eben, das krasseste Beispiel ist der Holocaust. Also es gibt Leute, es gibt ja Leute, die lügen, dass die Erde flach, dass die Erde rund ist. Gut, Es ist aber flach. das ist eh Also, Hopfen ja, Malz. Das ist hören, Hopfen Malz. hören, Bro, um das herauszufinden, wer das Ja. behauptet im Internet, ist schwieriger, als die Wahrheit herauszufinden im Internet. Also weißt, die richtige Faktenlage herauszufinden im Internet ist einfacher, als die nicht korrekt ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich bin noch nie auf eine Seite gegangen, die irgendwie gesagt hat, die Erde ist flach aus diesen Gründen. Bro, ich müsste hure tief suchen, um Mhm. solche Sachen herauszufinden, oder? Gut, das sind so crazy Sachen. Das, Ja, Bro, also. das ist so. Ja, so wie das mit dem Strich geht. Hast du Bro, das aufhören! Nein, aufhören! Eben die ganzen verfickten. Ja, aber eben, das ist wirklich. Das ist Verschwörungstheorien. Menschenverstand. Ja, auch. der ist vorbei. hä? Ja. Also, der ist vorbei.
Dort ist auch, es fängt ja schon im Fußball an, oder? Ja, logisch Die fängt es Leute dort sagen, schon. alles verkauft dort oben. Ja, in ja, der Champions logisch, League das ist verkauft. alles. Ja, ja, sicher. Ja, Bro. Mafia! Bro, wie willst du... Weißt du, der Anger? Weißt, Da überleg hast du, glaube ich, im doch mal. Stream innen, gell, der Juve-Fan. Wer? Der Juve-Fan, im Juve-Trikot dort, wo vor der FIFA steht dort. Ah, ja, Vor dem FIFA-Game. Abfahren, Mafia, abfahren! Heiga! Ja. Mafia! Gut, aber das ist noch mal etwas anderes. Die machen sicher... Weißt du, es gibt sicher Geschäfte, um zu schauen, wo die Sachen stattfinden und so. Das glaube ich schon. Safe. Aber du Das ist kannst Lobbyismus, nicht, das ist überall. du kannst nicht ein Match kaufen, Bro. Nein. Das kannst du vielleicht in Asien in der 7. Liga. Oder zu Arabien, Ja. weiss Gott aber wo. Bro, Ja. ein Champions League Halbfinale ist Nein, nicht kannst du nicht verkauft. kaufen. Bro. Nein, und vergiss eben, es. Leute fangen mit dir über so Zeug an. Nein, hören. Und dann muss ich Ja, dann aber abbrechen. dann musst du abbrechen. Ja, Ja, musst genau, abbrechen. dann musst du einfach Dann abbrechen. musst du abbrechen und Ja. sagen, Bro, ich weiss Weil auch nicht. du kennst aber wirklich die Faktenlage, oder? Dort durch. Du weißt schon. Nein, Nein. du weißt nicht. Ja, mal, also hey, sorry, also eben gesunden Menschenverstand einschalten. Ja, du weißt aber nicht, was hinten durchgeht. Ja, aber das ist so gross, das ist so oft. Also, da Eben. wird irgendjemand... Es wird lecken, wenn so Es wird etwas- lecken, genau. Ja. Es wird- Und Das Jackie, sein Bauch ist auch flach. Das ist eine verfickte Verschwörungstheorie. Ja, Aber ja, nein, eben, du musst eigentlich wissen, wann abbrechen. genau. Und das ist jetzt bei uns auch langsam der Ja, Zeitpunkt. ich glaube, das ist nicht einmal so ein schlechter Punkt gesetzt, das jetzt abzubrechen. Also Aber abzubrechen, einfach ich habe ausschleifen. es gut gefunden, haben wir es noch jetzt hier am Schluss noch so ein bisschen auf eine andere Ebene Ja, gekommen. wir gehen immer noch So, mit Handshakes auseinander und... Ja. Also wir sowieso. Ja, ja, Bro, safe. Wir haben schon zu viel erlebt, für das wir Ja, nein. Ja. Ja. Sachen erlebt, die wir heute sicher nicht würden ansprechen würden. Nein, safe. Und ich bin gut, zum guten Glück sind die nicht zum Gespräch gekommen. Ja. Nein, ich finde, es gehört nicht so. Ah, Aber wir wissen beide, von lange wie wir gestrickt sind. ja, Wir haben beide lang so erlebt, dass man Ja. weiss, was Ja, ja. an einem oder der andere. ja, ja. Und von dem her können wir sehr gut miteinander diskutieren. Ja, ja, das kommt gut. Das ist wichtig. Das ist kein Problem. Ich muss noch kurz gehen einkaufen, bringen den Pokal, ist gerade daheim, sonst tue ich den in den Briefkasten. Ja, das hat der Ding geschrieben. Das hat der Der Funky. Funky geschrieben, ja. Er hat es nur mal repostet. Ja, Kelly wäre daheim, ja. Kelly wäre daheim. Kannst nicht. Aber du kannst, ist ja egal. Tu ihn einfach in den Briefkasten. So, komm Sven, hockst du schon im Wischi? Nein, der hockst ist du schon nicht, immer- hockst der du. ist, Nicht, der lügt, Mann. Ja, ich Fake mache mich jetzt News. gerade auf den Weg runter. Ich lüte dir nachher Ja. schnell an. Nein, aber hat mich sehr gefreut, Bro. Mir auch? Wirklich. Können wir Das war ein cooler gerne Morgen irgendwann wieder mal wiederholen. Ja, jetzt holst du mal zuerst mal die Content ist Fußball. Ja. Wir haben schon coole Gäste nach der LAN. Voilà, bin gespannt drauf. Kennst du den Silvan Rudolf? Ja, Der der ist kommt. ja, du weißt ja, dass der Trainer war. Ich weiß jetzt nicht, wo er genau jetzt Trainer ist, der Sille. Ist er jetzt bei Cham? Nein, wo ist er jetzt? Ich weiss auch mal, dass der recht dick drin ist im Ja, Business. ja, der ist gut. Ja. Wegen dem habe ich ihn auch eingeladen, weil ich kenne ihn auch. Von früher natürlich noch, er war ja Trainer bei Ital. Ja, ja, ganz früher, aber Bei der ist dick im Business. League. Und der kommt von Betteln ursprünglich. Jetzt ist er in der Ausbildung zur UEFA Pro-Lizenz. Ah, Ich weiß nicht, ob er gerade aktiv ist. Er war schon mal bei Thun ist er Trainer. Genau, bei Thun ist Bei Trainer, Thun, bei gewesen, den stimmt, also ja. den Jungen. Ah, Baden, FC Baden Ja. steht da. Okay. Nein, Genau, ihn kenne ich Baden, gut. erste Mannschaft ist er. Ja, ja, ihn kenne ich gut. Auch die Schwester kenne ich gut. Ja, ja. Er kommt vorbei, ihn habe ich eingeladen. Er wird Das sehr ist geil. interessant. Er kennt ja Chaka, Kanji, die ganzen Ja. Leute von Nazi kennt er sehr gut von seiner Zeit. Ich glaube Materialwart hat er gemacht bei der Nazi. Okay. Aber ich würde ihn dann gerne noch fragen, weil dort weiss ich viel noch nicht. Bin ich Ja. sehr gespannt. Ich könnte sonst meinen Bruder noch empfehlen. Ich könnte dir vielleicht noch etwas einrichten. Der war Schiedsrichterausbildung, Ja, jahrelang. wir haben ihn doch noch wir haben ihn mal gefragt wegen einer Wahrentscheidung, weißt du noch? Ja, stimmt, Ja. genau. Stimmt. Das wär vielleicht noch interessant. Ja, sicher, frag ihn mal. Ich frage ihn Sehr mal. gerne. Die Zeit ist bei ihm halt immer ein klein, aber ich glaube, so Sonntag passt eigentlich relativ gut. Ja, schau mal. Weil ja, das wäre sicher mal Wo interessant. wohnt er? Zollertun. Ah, Solothurn? Ja, ja. Das ging ja noch. Ja, ja, wäre kein Problem. Und dann hat einer vom Fach. Ja, wäre auch cool. Nehmen wir sicher sehr gerne mal in einen Podcast. Ja, rein. why not? Kann er mal Kannst du mir drauf dann vielleicht ansprechen. mal irgendwie Infos oder so von ihm schicken, dass ich mich ein bisschen vorinformieren Ja, ja, und, safe. ein bisschen eine Basis hat. Ja, ja. Und dann kommt wahrscheinlich, das habe ich jetzt noch nicht das definitive, okay. Also der Sille, der wäre am 12. Mhm. Und dann haben wir für am 29. Oktober voraussichtlich den Mergim.
Der Mergim. Mergim Sadri, Aha. der jetzt auch wieder in IAFC E-Sport eingestiegen Ist eingestiegen wieder. Wird auch sehr interessant. Er bringt unter Umständen noch einen Kollegen mit. Mhm. Und ja, dann geht es weiter. Mal schauen, wer noch so hierher kommt. Ja, wir müssen die grossen Spieler holen. Ja, wir müssen die Big wir müssen- Names. wir müssen Big Names haben, Mann. Ich hoffe, oh, schau, jetzt haben wir No Signal. Ah, jetzt ist es wieder gekommen. Ich glaube, die einen kämen auch ein bisschen Probleme. Ja, ich glaube, wir müssen hier den Podcast ein bisschen voranführen, dass wir da die Big Names bekommen. Für die ganz grossen Namen. Ich meine, so ein Schack wäre auch mal geil, wenn ein Schack hier hocken. Ist jetzt klar, jetzt Wunschdenken im Moment, aber wäre schon noch geil. Aber so ein Vogt, der witzig, einfach so ein bisschen kleineren, Irgend so. die könnte man schon noch holen. Hä? Warte, ich glaube, es ist Käme Ausfall. Elgato streikt. Käme einfach keinen Bock mehr. Der Schack hockt doch schon da, halb fressen, Luni. Dann muss ich. Dann muss ich es einfach rausschneiden dann bei YouTube. Ja, alles gut. Nein, Alles mal schauen, wenn wir es noch hierher bekommen. Ich bin gespannt. Ich bin auch tu gespannt. immer einschalten, wenn du einen Podcast hast. Ich finde es immer sehr spannend. Ja. Also schon primär so schon im Fußball oder einfach Leute hier haben, die etwas mit dem Fußball zu tun haben. Ja. Egal, ob es ein Papi ist von einem Fußballer und selber bei den Senioren shootet oder ob es ein Schiri ist oder einer, der eben in der Trainerausbildung Ja. ist oder so wäre. Dass wir es wirklich auf dieser Schiene ein bisschen behalten, aber dann auch über Themen reden, die eben vielleicht nicht. der Eben Gott Fußball und die etwas- Welt und so. Ja. Weil das finde ich als Podcast Das macht dann auch jedes ein Mal Mensch, ja, nur das über macht auch ein Fußball. Mensch aus. Oder? Ja. Ein Mensch hat seine Qualifikationen, Dass wo wir man die ein Leute ein bisschen Hauptthema hat und kennen, dann einfach das halt ein bisschen hinter, wo du wirst ein bisschen kommen, wie lebst du, was hast du erlebt, das finde ich eben auch noch hure spannend, oder? Dass du den Menschen dahinter kennenlernst. Ja. Ja, so werden wir es auch in die Schiene. Und Ja, ja. aber der Podcast ist auch, es ergibt sich einfach. Es ist Mhm. ja nicht, wir haben ja keinen roten Faden. Du kommst Nein. nicht hierher und ich gebe dir Stichpunkte Nein, oder so. zum wo wir- guten Glück nicht. Nichts. Nein. Einfach Kaffee saufen Freestyle. oder ein Bier saufen. wie der Ja, bei mir ist jeder, Bier. wie er will. Und dann ergeben sich Gesprächsthemen. Aber es hat heute wieder mal fantastisch funktioniert. Sehr gut, ich bin zufrieden. Dank einem fantastischen Podcast. Ja, Gast. merci an die Moderation, tipptopp gewesen. Ja, sehr gerne. Den Chat haben wir jetzt wenig können, mit einbeziehen, aber es ist ja noch relativ schwierig, wenn du so in einem Gespräch Ja. bist. Ich habe ab und zu ein bisschen rübergeschaut so, und dann ist es schon wieder vorbei gewesen. Ja. So Fragen, es ist schon wieder vorbei gewesen. Ich sage es mal so, wenn ihr über irgendwelche Gesprächsthemen jetzt live im Stream etwas noch wollt sagen, ich sage immer YouTube-Kommentar. Geht bei YouTube kommentieren, wenn es aufgeladen ist. Dort lese ich sehr gerne, dort tue ich auch sehr gerne antworten. Genau, oder ich du. kann dort auch antworten. Ja. Das ist alles absolut kein Problem. Während dem Livestream ist halt schwierig. Ich muss mir noch ein bisschen, vielleicht tue ich dort noch ein bisschen anpassen, dass man irgendwie so alle Stunden irgendwie mal auf den Chat. Aber es ist dann auch blöd, so ein Gespräch Du unterbrechen. weißt, die Themen sind schon lange durch zum Teil, Ja. wo die Fragen gestellt werden, Eben. oder? Wegen dem Eigentlich ist- sollte es schon fast wie... Nein, das ist schwierig. Eigentlich könntest du den Chat fast abstellen. Eigentlich solltest du den Chat abstellen, ja. So. Weil es ist Aber alles es ist schon vorbei. gut, die Leute können untereinander weißt, noch ein bisschen Genau, man kann diskutieren. ab und zu reinschauen, ich will ihn nicht abstellen, weil ab und zu kann man so ein bisschen schmunzeln, weißt, und gleich vielleicht eine Frage aufnehmen, der es gerade sieht, why Ja. not, Ja. wenn man nicht gerade so im Fluss innen ist. Nein, würde es Aber weißt du, also die Leute können ja auch problemlos untereinander. Ja, Wenn wir über Themen diskutieren, untereinander noch über das Thema Ja. diskutieren, ist schon kein Problem. ausser Das es ist jetzt über gerade eine Chat. direkte Frage an dich oder an einen Das- Gast. Das ist Beispiel. etwas anderes. Crime-Meme, ohne Chat. Leider, Crime-Meme funktioniert nicht. Also es funktionieren allgemein keine Alerts während dem Podcast, es funktionieren keine Memes während dem Podcast, die funktionieren nur am Freitag, wenn der Football wieder im Livestream ist mit IAFC und ab nächsten Freitag von der LAN live mit Weekend League, meine Damen und Herren. Ich werde am liebsten schon am Donnerstag, wenn wir alles aufgebaut haben, an der LAN schon live kommen. Ich habe den äußersten Platz. Ich nehme auf jeden Fall das Ultraweitwinkel mit, dass man jede Freite von den CBKs im Livestream sieht. Und dann schauen wir, dass wir dort eine geile Zeit haben, geile Livestreams haben. Und von dem her auf jeden Fall nächste Woche dort die Glocke anlassen, auf jeden Fall auf diesem Kanal, weil wir kommen live. Und es gibt Weekend League. Und ich komme dir am Samstag Hallo sagen und ein Bier auf. Ja, am Samstag ist auch kein Stream. Ah, das ist gut. Aber kommt am Samstag ans Zero Fest. Ja. Dann gibt es erstens 3-gegen-3 Fußballturnier. Es gibt ein Community-Treffen am Oben. Dort gibt es Bierli, dort gibt es von der Air-Up Lounge geile Drinks. Ihr müsst sicher auch ein bisschen Cash mitnehmen, ist meistens nicht gerade billig. Aber es ist auch ein bisschen Unterstützung, für dass sie dort wieder etwas auf die Beine stellen. Das macht man gerne. Und sonst zahlt nicht sicher jemand eins. Einfach vorbeikommen. Wenn CBK NHL
Ja, mir musst du nicht anschauen. Also Bounce, du kannst dich sehr gerne als Creator für CBK bewerben, wo NHL-Content rausjettet. Ja, das wäre mal geil, so ein bisschen Contentwechsel beim Gritty Bounce. Also beim Bounce so ein bisschen Scheiß weg von dem Dead by Daylight und NHL-Content, Ja, Mann. der Bounce kann machen, was er will. Das Ja, ist ich weiss, irgendwie aber ich geil. würde ihn sehen, Mann. Hässige So ein Sieg. bisschen NHL beim Bounce. Ja, Bounce, Puff wenn- und Piano am Sonntag NHL. Bounce, wenn offizieller Spieler für CBK NHL willst werden, dann will ich von dir einen definierten Tag, wenn du NHL streamst. Und dann schicke ich dir ein Liebli. Dann schicke ich dir ein CBK-Liebli mit Gritty Bounce und dann bist du offiziell dabei. Geil. Statement. Ja, so würde ich sagen. Und dann brauchen wir noch, wenn die Leute finden, aber das können wir dann auch kommunizieren an der LAN und so. Wir wollen noch das Rocket League-Team auf jeden Fall. Da will ich auch, aber ich will zuerst einen Rocket League Creator, der Mhm. ein Team Und hat. nachher, ja, macht Sinn. Also einer, der streamt mindestens, nicht einfach ein Team, das man nie präsent sieht. Ja, weil ja, zu jedem ja, ja. Team, wo die etwas haben, präsent sieht. Unser CBK, unser Pro Clubs Team, CBK Helvetics hat einen Twitch-Channel, meine Damen und Herren. Die streamen dort ab und zu Pro Clubs. Also dort auch reinfolgen, wenn ihr euch für Pro Clubs interessiert. Sonst auf den Discord kommen. Und irgendwann jetzt- kann man dann über Sponsoren reden bei CBK, wenn es gut läuft. Ja, das gell? muss noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen ziehen. Aber Das wäre geil, ja. wäre schon geil, ja. Ja. Aber das ist noch ein bisschen in der Ferne. Aber Du bist ja noch jung. hey, ich bin noch jung. Wir sind ja beide noch jung. genau. Nein, perfekt. Ich will mich nochmal bedanken. Schön, dass du da warst. Merci gleichfalls fürs Einladen. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Es war cool. Gewesen. Habe Und auch jetzt gehe ich gefunden. Rahmen fressen. Rahmen fressen. Ich gehe mein Zeug packen. Ich habe in einer Stunde Besammlung. Geil. Jetzt auch schon los. In einem Match. Ich habe Bock heute. Gut. Eine Kiste 2. Ich komme schauen. Kiste 2 würde ich schon machen. Delta Force Marching, Delta jetzt komm, mach dich parat. Hey, liebe Leute, schön, seid ihr mit dabei gewesen. Liebe Grüße, genießt den Sonntag und haut rein. Wir sehen uns nächste Woche, spätestens am Freitag live. Ich denke, zwar am Donnerstag schon live von der LAN. Merci vielmals für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.